So. Hallo? Tommy! Übrigens, Birger. Ich komme gerade frisch aus dem Urlaub. Schöne Grüße an den Timmy Boy, wir waren mal absolut her synchron. Die Skulls and Lace war ein bisschen zu früh dran. Und wer sonst noch umeinander gegichtelt hat, habe ich nicht gesehen. Weil schon wieder nichts mehr geht, du komm in Spaß, warum? Fix Letten! Franz, Mike, merci! Warum Herz Alerts? Mein Gott, es ist einfach so geil, oder? Ich habe eine Woche lang nichts angerührt, nichts! Mikrofon geht nicht, ich höre schon wieder keinen Ton nicht von Donations. Alles aus dem Fenster rausgeworfen von Neikaft! Warum hör ich keine Muse? Ich hab doch gerade noch Musik gehört! Warum nicht? Warum? Ich hab doch gerade noch Musik gehört, jetzt hör ich gar nicht mehr! Das macht überhaupt keinen Sinn. So macht Monitoring und Ausgabe an. Hilft das was? Ich weiß nicht! Spreng ich mir wie lang sind die Listen schon wieder? Halt's doch ein Maul. Franz, merci. Mike, merci. Gnilhusler, merci. Eichenbaum, merci. Thomas, merci. Sprengi, merci. Terrorplace, merci. Wer ist überhaupt da? Warte, wer ploppt auf? Ich hör nix. Musik leise. Musik ist da. Wieso hört ihr die und ich nicht? Und ohne Scheiß. OBS, du bist so eine geistige Scheißbehinderung. Ich flipp aus. Warum hören die jetzt wieder nicht? Das weiß man nicht. Das weiß man nicht. Nein, das weiß man nicht. Warte, ich schalte mich kurz um. Machen wir mal so. Dann machen wir wieder so. Jetzt dann? Ah, leck mir am Arsch! Du kannst, was weiß ich, wenn du siehst, was Herz wird schon passen. Musik leise. Never change a running system. Wir wollten sie Kind. So wird's wirklich lockerer gemacht, als ich das vorgehabt habe. Ja. Dann geht halt die Hälfte nicht, leckt's mir am Arsch. Breitis, merci, Terrorplace, merci, Aniband, merci, Metzener, merci, Sarkeller, merci, Ali, merci, Breitis, merci, Maxi, merci, Timmerboy, merci, Gott sei Dank lässt er die Scheiße nicht vor. Das ist eigentlich das Beste, was passieren kann. Ihr hört die Alert-Sounds und ich nicht. Tja. Endlich wieder Timmyboy 78, Birger 1. Da die dann sagen. Bruder, ich war gerade einmal eine Woche weg. Und diese scheiß behinderte Woche ist so dermaßen schnell vergangen, als war ich eigentlich gar nicht weg gewesen. Was tut denn mein Handy? Was ist denn jetzt? Flippt mein Handy aus? Was ist denn das jetzt wieder für... Was ist das jetzt da? Wie tue ich das jetzt wieder fest? Ne? Ne? Ja! Jetzt seid schon hin. Das haben wir schon einmal wieder. Seit 8 Jahren fragen wir uns, wann ich die Schrauben da endlich einmal andrehe, aber die sind immer noch sehr stabil. So, Pro-Zuschauer ist dran. Wo, wer, wen habe ich noch? Mein Gott, sie fix. Maxi, merci. Timmyboy, merci. Lord Lorenz, immer noch mit einem R. Ne? Ich möchte in beiden Wörtern ein Doppel-R drin haben. Die Tami, merci dir. Cyberfox, merci. Pro-Zuschauer, merci. Flea Frankie, merci. Bierman, merci. Grantelhuber, merci. Bazooka Joe, merci. Und da glaube ich, sind wir gerade. Grüezi fix nochmal. Jetzt grüßen wir so mal einen Haufen, das haben wir auch schon wieder vergessen. Ich sehe von lauter kleine Kastel nix. Grüezi fix. Habe die Ehre an die Lea, an den Capricorn, an den Nightbot, der ist auch da. Der funktioniert. Der hat noch nie funktioniert. Wieso funktioniert er heute, verstehe ich nicht. An den Felix, an den Winky, an den Flo, an den Firefighter, an den David, an den Charlie, an den Meister, an den Andy, an den Flo, an den Webi, an den und den ganzen Rest. Ich komme von lauter kleine Kastel, ich lesen, haut's ab. So. Wer ist dran? Ich weiß nicht. Ich höre auch nichts. Ich weiß nicht, wer gerade dran war. Grantl, aber merci dir. Bazooka Joe, merci. Felix, merci dir. Biergerhaber mit Busführerschein, Fahrprüfung, scheiß mich ein bisschen an. Wieso? Scheiß mich ein bisschen an. Was hat meine Scheiße mit deinem Führerschein zum Tor? Felix, merci dir für den Klick. Longleg Schule, das ist 2! Im realen Leben haut's NID so ein Monitor ein bisschen hier riecht. Das ist da ein Loch drin. Noch agiler Pirat mit Ich weiß nicht, was da wieder los ist. Was ist da? Was haben wir da? Was? Like-Button, nicht vergessen. Also ein Like-Button. Longleg Schule, das ist zu viel. Im realen Leben haut's nie zu hin, deswegen probiere ich das jetzt auf diesem Wege. Noch agiler Pirat mit intakter Kanone sucht Fregatte mittleren Alters zum Entern. Schreib mir einfach, habe WLAN an Bord. Enterst mit dem WLAN dann,
Das sind die wichtigen Fragen. Merci dir, das ist fake. Mr. Mark, schön ist da, habe ich die Ehre. Lucky, merci für den Fünfer. Urlaub, halbe aufzwicken mit Kaloin Biergau. Feinfahrt, ich bin nicht der Biergau, ich bin halt der Kaloin Karl-Eugen. Das ist der Gute. Ich bin so gespannt, was die Speck kann. Ich sag das, wie es ist. Ich zieh's, glaube ich, vor über 2 Jahren habe ich es mir schon gekauft. Ich glaube auch in einem Sommer, wo man sich denkt, ja, wenn da mal ein Loch drin ist, das heißt, damit rein eigentlich, und das da mir offstream schon Ewigkeiten interessiert und seitdem liegt es in der Steam-Bibliothek drin. Habe ich in irgendeinem Sale habe ich es mir gekauft. Maria, mir ist jetzt 50 Hurerei im U-Boot. Mit Schiebung. Ja, 6.000 habe ich die outplayed. Bitch. Conor Bembel, merci für 13 Monate. Steffi, merci für 55. Wurde wenigstens erfolgreich hinein geurlaubt. Geht so. Oder ganz ehrlich. Ich bin ja, man muss ja wissen, kurze Ansage, was habe ich im Urlaub gemacht? Also wirklich nicht recht viel. Ein bisschen an einiges umeinander gewurschtelt, aber nichts Weltbewegendes. Ansonsten bin ich nur umeinander gelegen. In meinem Geburtstag habe ich mit 2 Tage lang so dermaßen über den Haus vergesucht, dass ich nicht mehr gewusst habe, wo hinten und vorne ist. Dann bin ich im Garten tatsächlich aktiv geworden und habe mich körperlich betätigt. Und deswegen war es kein Urlaub, weil körperlich bin ich ja nicht gewohnt. Das müsst ihr mir wissen. Und dann habe ich am Dienstag, glaube ich, angefangen, eine Stormauer zu ziehen. Die ist dann am Samstag fertig geworden und ist 40 Meter lang. Seitdem spiele ich meine Füße, mein Kreuz, mein Knack, meine Ober- und Unterarm nicht mehr und habe aber meine minus 7 Kilo halten können dadurch. Hm? Ich bin so auf der Kippe. Wenn ich viel getrunken habe, steht ein 9 davor. Wenn ich nicht so viel getrunken habe, dann steht ein 8 davor. Und jetzt so, was du sehen, was es ist. Ein Raumtrainer, nicht Mauer. Ja, das war so eine Naturstormmauer, die ist so, ein paar Steine ist so einen halben Meter hoch und ein paar nur 30 Zentimeter hoch. Und die habe ich mit diesen Händen alleine gebaut und ärgerlich war, dass der Storhaufen mit jedem Meter Stormauer ist der Storhaufen weiter weg gewesen. Und irgendwann habe ich einfach 30 Meter lang teilweise die Storne umeinander tragen müssen und dann, ja, was ist. Free Frankie, merci für den 5er und grünes Sauropoten. Eppenbauer mich, merci für den 31 Monate. Philipp der Flogger, merci dir. Irgendjemand hat schon wieder einen gelben Rahmen geschissen und ich war sofort wieder fort. Ich war was jetzt nicht. Lömzett, merci, es fucking schöner Stream, lass dir der Bierschmeck, das brauche ich gar nicht mehr lesen. Nissi, merci für 4 Monate, Herr Lord Lorenz. Jetzt haben wir so viel Doppel-R im Namen drin, jetzt ist es absolut Perfection, meine Damen und Herren. Merci dir. Clean Firestone. Wifen, merci dir. Eppenbauer, was tust denn? Ist nicht zu viel, weil wenn man den ganzen Streams, die wegen der besonderen Arbeit was ist denn der für besondere Arbeit? Herr Eppenbauer, was ist denn da los? Verpasst ab! Passt es schon. Okay, geil, Eppenbauer, das ist die schlechteste Rechtfertigung, warum jemand hier einen 50er da einer wirft, die ich jemals gelesen habe. Es ist nicht zu viel, weil wenn man die ganzen Streams, die ich wegen der besonderen Arbeit verpasst habe, passt das schon. Da fällt noch... Hä? Was? Nein. Eppenbauer, schreib sofort in den normalen Chat rein, da fällt doch die Hälfte vom Satz, oder bin ich behindert? Ist mir das Hirnstäbel im Urlaub, ich weiß nicht. Timo bei merci wieder neu, Gnädelwutzel, merci wieder den Zwickel, Dani, merci wieder 61 Monate, Lenny, merci für 45 Monate, Sonntag, Ruhetag, merci für 41 Monate. Da haben wir es jetzt. Sprenge hat's mal, Eppenbauer, der Sprenge hat's mal übersetzt, nimm's ihn halt einmal. Die Mauer muss weg, das ist die, Alter. Wer die Mauer angelangt, der kriegt von mir vom Balkon einen sehr einen Dropkick ins Maul, dass unten irgendein Auto zusammenfährt. Das sagt der wie es ist. Grütze fix nochmal. Wann gehen U-Boote unter am Tag der offenen Tür? Hashtag Frankensquad. Ja, Sonntag, Ruhetag, da haben wir schon weiter das Schlechte nicht gehabt. Wir haben aber auch schon besser nicht gehabt. Er ist irgendwo schwammig in der Mitte drin. So, wieso? Was ist denn eigentlich? Endlich macht das Ding da endlich einmal Sinn, weil ich glaube nämlich, unser Pilotenkostüm, das habe ich mittlerweile schon über 2 Jahre, die Mütze hat schon sehr viel ausgehalten, ist eigentlich gar kein so ein Flugding. Wobei das jetzt schon wieder so ausschauen darf. Aber auf dem dazu passenden Jackerl, die sie mit Sicherheit jetzt nicht anzieht, weil wir fucking Mitte Juni haben und da erinnert schon wieder 28 Grad. Sitze ich mir daneben was ist das überhaupt? Sakko. Da nämlich Anker auf die Knipf. Ich weiß nicht, was ich da wieder zusammengekauft habe. Keine Ahnung. Die Pilotenmütze von der U-Luftwaffe, ja, natürlich. Ich habe keine Piloten dauern länger. So, jetzt erfahrt nicht trotteln. Was ist denn das eigentlich? Seit wann habe ich Spotify am PC? Verstehe ich nicht. So, Phase 1. Erstmal habe ich die Ehre an alle. Die Woche war zu kurz. Die war quasi nicht fühlbar. Aber herzlichen Glückwunsch. Wir sind jetzt Mitte, Ende Juni.
Wir haben noch 6 Wochen ungefähr bis zur Sommerpause. Dann bin ich den ganzen Monat weg. Das sind die einzigen 2 Mal so eigentlich im Jahr, wo man mich mal kurz nicht sieht, da in diesem sogenannten Internet. Schön, dass ihr noch nicht da seid. Es war mir ein Fest. Bin wieder da. Bin ein Jahr älter geworden. Gescheiter nicht so ganz, aber ist ja wurscht. Wir spielen heute U-Boat. Das ziehe ich schon, habe ich vorher schon gesagt, seit 2 Jahren durch meine Steam-Listen durch und wollte es immer wieder mal spielen. Und eigentlich war ja der heilige Plan gewesen, dass wir mir Elden Ring spielen, aber da habe ich tatsächlich offstream weitergespielt und habe mich abgespielt. Das hat auch gar nicht recht lang gedauert und je länger das ich spiele, desto mehr Probleme sehe ich in dem Spiel. Es ist schon hart, also Elden Ring kann so schon frustrierend sein, aber da ist mir zu wenig Progress. Und darum muss ich sagen, Night Rain, hat Spaß gemacht. Ich glaube, die 10 Stunden, die ich reingeschissen habe, aber dann war es irgendwann gut. Servus Birger, wie schaust du aus? Manuel, wir weisen dein Mann schaut wieder aus und du jetzt dein Futzen und verpiss dich. So, tschüss dann, wir spielen jetzt U-Boat. Das Kapperl von der Briten in Gebirgsmarine. Ja, ich reite auf meinem U-Boot. Du nicht? Deepwater Studio. Hat sich das Studio nach einem Spey benannt, sage ich das richtig? Was tun sie jetzt, wenn sie mal einen Flugsimulator bauen wollen? Warum ist das bei euch auch schon wieder so laut, oder habe ich der ja auch 11 Minuten zu spät, Schande über mich? Ja, Schnutschi, wenigstens kennst du das. Wenigstens kennst du das! Tja. Ist das bei euch auch so beschissen laut? Ich verstehe mich selber nicht. Einstellungen, Sound, Stereo, Master, Musik, du hast gleich mal auf die Hälfte runtertüdeln. Bin nichts passiert. Was ist denn da jetzt wieder? Knädelwutzel, Timmy Boy, Rest, Merci, Schluss jetzt mit der Rumdonetterei. Tu nur bei Let's Play Lemminge. Haben wir über 28, das weiß ich nicht mehr. Muss ich ein paar andere kontrollieren. Timmy Boy, Messer für den Euro, Sonntag, Ruhetag. So, und jetzt Schluss. Jetzt müssen wir mal, haben wir schon lange nichts mehr gespielt. Oh, seht ihr da rechts so meine Frames? Weiß ich nicht, was muss ich mir für einen PC kaufen, dass ich bei einem Indie-Game Anschlag 5000 Frames habe? Ich weiß es auch nicht so genau, aber ist wurscht. Nein, ist recht leise. Im Ernst jetzt? Gibt's ja nicht. Wieso zerreißt es mir dann fast einen Shell? Und 3 ist wieder auf 3/4. 3/4 muss passen. Was sagt ihr? Und schon als erste U-Boot in die Schüssel versenkt. Heute, wir spielen ja noch keinen Horror. Oh ja, stimmt. Große Ansage. Hätte ich gar nicht mitgekriegt, weil GameStar offensichtlich nicht mehr in der Lage ist, eine anständige und vor allem vollständige Release-Liste zu führen, wonach ich mich gerne richte, so, was kämen für neue Spiele, vor allem übers Wochenende, letztes Wochenende waren ja Summer Games Fest und so weiter, hat einen Haufen neue Spiele. Oh, scheiße, wir müssen uns heute noch so lange unterhalten. Über 1000 Sachen! Aber wir kennen nicht, weil ich bin seit 5 Tagen allein. Birgerin ist ohne mich in Urlaub gefahren mit irgendeiner besten Freundin und die kommt während des Streams jetzt dann irgendwann heim. Das heißt, ich kann nicht Ewigkeiten heute da sitzen, wobei ich aber gern tat. Es ist Resident Evil 9 vorgestellt worden, kommt im Februar. Es ist tatsächlich ein Ill-Trailer gekommen, wo wir uns schon einmal, glaube ich, ein paar so ganz kurze Ausschnitte angeschaut haben. Das ist ultra brutaler Splatter-Scheißdreck und kommt. Ja, es gibt noch kein Release nicht, aber ich hoffe, dass bis zum Oktober da ist. Luto kommt Mitte Juli raus. Das werden wir natürlich nicht mehr im Juli spielen, aber im Oktober dann. Und. Es ist ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist ein Wahnsinn. So, jetzt beweisen wir aufs neue Spiel drückst, du Spacken. Du hast Miete 3-mal. 9 Kings. Bei Pointify schreibt 9 Kings. Oh, Birger tut das Boot-Remake auf Borisch. Eine volle Kanone, Alter. Was habe ich das Boot schon wirklich so lang? Das habe ich als Kind, aber das ist, glaube ich, das letzte Mal gesehen. Den müsstet ihr mal wieder anschauen als Erwachsener. Das ist, glaube ich, wirklich ein guter Vorschlag. Den ich mir selber gerade gemacht habe. Herzlichen Glückwunsch mir. Wir spielen am Mittwoch ein Horrorspiel, wollte ich eigentlich damit sagen. Still Wakes the Deep hat ein DLC gekriegt. Auf das wollte ich eigentlich hinaus. Das GameStar keine Release-List mehr hat, die vollständig ist. Hätte ich nicht mitgekriegt, wenn Scheiße. Foxy? Nein, der Floki? Nein, scheiße, ich habe seinen Namen vergessen, obwohl ich mir extra noch ins Hirn eindrehen habe. Ich hoffe, er ist nicht da und merkt's. Mittwoch, Horror Game, Still Wakes the Deep DLC. Wer nicht da ist, selber schuld. So, wir spielen jetzt U-Boot-Spiel jetzt geheißen. Kriegsbeginn heißt's. Ist das Handys Schwierigkeitsgrade oder was ist denn das da? U764, Schlacht im Atlantik. Du Bruder, ich kenne mich ganz stecken nicht aus. Wo Tutorial? Gib Tutorial. Kriegsbeginn. Das in den Kieler Werften gebaute U-48 ist vor einigen Monaten vom Stapel gelaufen. Es wird nun darauf vorbereitet, in diesen turbulenten Zeiten zu einer Patrouille im Nordatlantik aufzubrechen. Heute in den frühen Morgenstunden hat eine groß angelegte Invasion gegen Polen begonnen. Oh, das ist tatsächlich... Du wirst mir nicht verzeihen, das ist ein Kriegsspiel aus der Sicht der Nazis.
Oder? Alter? Kann mir irgendjemand was in den Chat schreiben? Seit einer Dreiviertelstunde steht da 9 Kings, das kann ich nicht glauben. Wenn jetzt der Chat wieder hier ist, Alter, dann... Jetzt gehen wir davor mit 13 Seiten! Text, was? Ja, Frale, ich hab den Film noch nie bis zu Ende geschafft, 3 Mal schon probiert und jetzt mir eingeschlafen. Das kann ich als Frau vielleicht verstehen. Kann ich verstehen. So, Moment. Ja, ich habe eine Vermutung, warum. Da schreibt mir nur was in den Chat. Das gibt's ja nicht. Hallo, kann ich bitte den Chat lesen? Jetzt halt, nein, mir kommt der Lidl in den Kopf. Ja, wer denn sonst hat keiner U-Boot-Krieg geführt? Ja, stimmt. Und auf was haben wir dann geschossen vor 70 Jahren, du Vollidiot? Auf Fisch. Im Atlantik. Ist ja hier am Wal. Ja, nein, sag's nicht. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die vertikale Synchronisierung aktiviert ist. Was möchtest du von mir? Vollbild randlos. Dein Mom ist randlos, Alter. So. Jetzt hat er aber ein neues Spiel. Ja, ich hoffe mal, da gibt's ein Tutorial. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Urboot. Chat, was ist Chat? Typ 7. Mit dem Typ 9 und dem Typ 21 der absolut beste Typ. Alter, ich habe keine Ahnung. Redest du von mir oder redest du vom Spiel? Ich drück's einfach auf Weiter, legt's mir am Arsch. Unterhaltsam, ausgewogen, voller Realismus. Also ich glaube, ich habe ja das Ding noch nie gespielt, ich habe keinerlei Dunst von U-Booten. Ich weiß, die können tauchen und dann schießt man ein Torpedo drauf. Ja, so ist was ich weiß. Das Spiel wird für die optimale Unterhaltung angepasst. Wollt ihr die optimale Unterhaltung? Simulationsaspekte, die nicht zu einer interessanten Geschichte beitragen, werden sie nicht stören. Realismus und Simulationsaspekte werden fein abgestimmt sein und sie herausfordernd, aber nicht überfordernd. Ja, nicht mehr ausgewogen. Oder? Ich bin für ausgewogen. Welches Verhalten ihrer Besatzung? Sehr schlau, beiger Text auf beigem Hintergrund. Bereitet ihnen am meisten Vergnügen. Fortgeschrittene Experte minimal. Das Mannschaft wird weitgehend automatisiert sein. Freunde der Sonne des Space, jetzt glaube ich seit 8 Jahren in Entwicklung und es heißt immer noch das Mannschaft. Kann nicht wenigstens der deutsche Text? Normal ist es mir ja wurscht. Aber offensichtlich, was ich nicht gewusst habe, offensichtlich spielen wir ja tatsächlich die Deutschen. Haben wir nur mir U-Boote gehabt? Hat der Engländer U-Boote gehabt? Hat der Army überhaupt beteiligt mit den U-Boote? Ich hab keine Ahnung. Ich hab doch keine Ahnung. Hat der Army U-Boote? U-Brot! So, was ist mit dem Chat? Ich kann nichts mehr lesen. Der Gerät, ja, weißt du was, ich tue jetzt einfach, jetzt pass auf, ich tue jetzt einfach einen Streamlabs-Chat, weil der scheint anscheinend besser zu funktionieren halt wie der YouTube-Chat. Was ist da los? Ja, auch schon im Ersten Weltkrieg. Das weiß ich tatsächlich, dass es im Ersten Weltkrieg auch schon U-Boote gegeben hat, aber ich weiß halt nicht, ob andere Länder außer mir U-Boote gehabt haben. Hat nämlich auch irgendwann einmal geheißen, vor 100 Jahren waren wir die krassesten Motherfucker am Planeten. Haben wir gemeint. Dann haben wir leicht übermutig geworden und ein bisschen größenwahnsinnig und dann haben wir uns halt da hingeschickt, wo wir hingehört haben. So. Ausbildungseinsätze, Realismus 35%, du Bruder, meinst du, ich mich da jetzt durch 8 Kilometer lange Menüs durch, wird schon passen. Ich nenne dies liebevoll das allgemeine wird schon passen Einstellungsmenü. Schauen wir mal, was passiert. Oh! Das ist natürlich wichtig. Erscheinungsbild des Kommandanten. Bin ich mag nicht, ich bin... Warte mal. Bleibt ruhig und konzentriert, Männer. Wir schaffen das. Bin mir nicht sicher, ob er sich zu der Zeit was von einem Schwulen kommandieren hat lassen. Auf die Stationen. Anlauf beginnt. Oh, der hört sich an, als hätte er 2 Stangen Rotendle geraucht. Das ist schon mal besser. Das verleiht dem Ganzen schon ein wenig mehr Nachdruck und Respekt. Auf Gefechtsstationen. Anlauf beginnt. Als eingespielte Mannschaft werden wir dem Feind zeigen, wozu... Nein, nix da, nimm die Rade. Leicht korpulent. U-Boot in der Lage ist. Und um jetzt sagen? Von einem dünner Hammy lässt er auch nichts sagen. Warte mal, du muskulös. Na. Ja, vom kleinen Fetten. Bei dem kleinen Fetten, da weißt, wenn er Sterndal oder was weiß ich, was man da als Kommandant auf der Schulter hat, dann weißt, ja gut, der hat's geschafft. Anwenden. Kleidung, Pullover schwarz. Ne? Ja, Gefängnis-Shirt brauchen wir nicht. Ja, gut. Ist wieder fragwürdig. Schaut ja aus wie der Fliegermantel. Ich kann auch noch mal zurückrudern. Zurückrudern. Warte mal. Dafür haben wir trainiert. Wir werden das gemeinsam durchstehen. Mag ja nichts sagen. Mag ja nichts sagen.
Wo? Aber gibt's das Oberteil in Pink? Mannschaftsmoral -5. Du ein Ledermantel her, wenn man da jetzt sieht, das war halt so. Was, da kann ich nichts dafür. Warte mal. Am U-Boot-Kommandanten Ledermäntel angehabt. Ich mag das Wort nicht sagen, wer zu dieser Zeit Ledermäntel angehabt hat, weil sonst weißt du was es ist. Der kleine fette Nazi-Depp. Mit seinem Ledermantel. Meint, was er ist, Alter. Schirmmütze mit. Oh ja. Das hat voll den Charakter, die mit dem Fake. Ja, oh ja, das ist ein guter. Der Platter, der schaut ja aus, als sei er das U-Boot klauen. Bordmütze, ja, das macht auch viel Sinn. Haben wir da keinen sauberen Kapitänshut nicht jetzt da, oder was? Das gibt's ja nicht. Haben wir da bloß den einen Kapitänshut? Hat's da nicht? Schirmmütze, Kommandant, Bordmütze, Tellermütze. Warum hat denn die gesperrt? Wie der DLC-Scheißdreck. So, Accessoire, Brille rot. Oh ja, stimmt so. Naja, das ist mehr Ami. Bin dann das. Ja, jetzt aber beieinander. Accessoire 2. Und aber gleich Augenklappen. Unterbrühen. Ja, mehr geht nicht. So, kurzes Haar, was haben wir da so? Da lassen wir Glatzen das aber nicht. Und da hier Bart. Der schaut irgendwie ohne gemalt aus. Der gefällt mir. So, Haarfarbe schwarz, Teint, Hautfarbe. Das sind aber nicht viele Stufen Hautfarbe, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, recht viele Stufen Hautfarbe hat es damals auch nicht gegeben. Kann ich was da finden? So, was haben wir da? Gesichtstyp. Was ist denn das für ein Geschwurschild? Wo ist Typ 1? Wieso fängt das bei Typ 13 an? Da? Mama, ich geh so ein bisschen. Ich glaube, die Schwammerl war nicht gut. Ja, ist mir wurscht, nicht mehr irgendwas, wird schon passen. Kleiner Fetter untersetzt der Volldepp. So, Maxi, merci für 39 Monate, Ian, merci für den Euro. Bastel, merci für 52 Monate. 32, Camouflage, merci dir, Flo, merci Timmyboy, merci, Schluss mit Donaten. Weiter geht's. Ja, Klaus Graf, nein, wir sind natürlich der Kommandant. Ich möchte aber gern Kaloin heißen. Heißt der U-Boot-Chef nicht Kaloin? So eine Mischung aus Kommandant Leutnant oder irgendein Scheiß? Ich hätte mir jetzt so gern Karl Eugen genannt. Karl Eugen. Dann nennen wir uns Torpedier Torben. Hoch 2. Bitch. Bruder, chill. Tausende junger und mutige Männer meldeten sich bei einer Kriegsmarine. Für Abenteuer und Ideologie folgten sie dem Mythos des Torpedotorbens. Gern reden, merci dir. Weniger als die Hälfte von ihnen kehrten nach Hause zurück. Es ist schon sehr brachial inszeniert. Hafen von Wilhelmshaven. Der Wasservogel. Das sag ich euch, seit 7 Jahren in Entwicklung. Ich glaube, seit 2018, glaube ich, habe ich das erste Mal Englisch gemacht. War jetzt aber nicht synchron. Weiß nicht, ob da nicht wirklich, ne? So, haben wir da, oder was? Der Ozean ist ein riesiger und leerer Raum. Daher sind Bewegungen mit Schiffen reines Glück und sehr selten. Benutzen Sie das Hydrophon, um Ziele zu finden. Weder eine Ahnung, was ein Hydrophon ist, noch sonst irgendwas. Freitag, 1. September 1939. Hafen von Wilhelmshaven. Viel Glück bei Ihrem nächsten Einsatz, Herr Kommandant. Kommen Sie und Ihre Mannschaft gesund zurück.
Haben wir ja gerade gelesen, dass das relativ unwahrscheinlich war. Da, Mizi! Mizi mal 3! Was heißt das? Kann man das etwa sagen? Wir haben mit Sicherheit irgendwelche Geschichtsstudenten da. Was bedeutet die Mizi? Und mit mal 3 Schiffe abgeschossen oder irgend sowas? Bestimmte Schiffsklassen, weiß ich nicht, Fregatten, Schlachtschiff, was auch immer. Ist ein U-Boot überhaupt in der Lage, ein Schlachtschiff zum Versenken? Jetzt mal so generell eine Frage. In dieser Zeit. Heute natürlich selbstverständlich, aber in der Zeit. Er kann halt mehr als für 43 Monate. Ah, Hydrophones ist das sogenannte Unterwasserradar. Ist das nicht so nah? Ich kenne mich auch nicht aus. Und der dritte Mal, sorry, nicht meine Zeit und U-Boote nicht mein Thema. Nein, ich hab auf die gehofft, Lea. Ich hab 3-mal schwarzer Kater, 3-mal right in the Miau Miau. Ja, war möglich. Dass ich ein einzelnes U-Boot kann ein Schlachtschiff versehen. Das ist schon närrisch. Herr Kommandant! Bevor Sie die erste Patrouille antreten, empfehle ich Ihnen, sich einer Ausbildung zu unterziehen. Ja, was? Jetzt bin ich der Kommandant, der braucht... Lieber schon. Die Ausbildungseinsätze werden Sie und Ihre Mannschaft auf den Kampf vorbereiten. Mit Linksklick schließen Sie das Fenster. Okay. So, klicken Sie auf den markierten Hafenoffizier, um ein Gespräch mit ihm zu führen. Kann ich da eigentlich irgendwie... kann da so umeinander fahren mit WASD anscheinend. Dann habe ich da unten eine Mannschaft. Das bin ich, das ist der Torpediertorben, noch 2. Der Knot, der Schuster, der Weber, der Hoffmann. Kann man den da ins Bett schicken oder was? Klickt man nochmal an. Verbindungsoffizier, um die Befehle vom BDU weiterzuleiten. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Erklären wir mal, was ein BDU ist. Bieselt man da nicht normal rein, beziehungsweise ist da nicht das Gerücht umgegangen, dass man da drin seine Fiers wascht? Der Hafenoffizier ist ein Vermittler zwischen Ihnen und dem Hauptquartier. Sie werden bei ihm unter anderem neue Befehle vom OKM erhalten, Landurlaub beantragen oder Ihre Offiziere an das Hauptquartier entsenden. Neue Befehle vom Oberkommando. Ich möchte um Privilegien bitten, Flottillenwechsel beantragen, was auch immer das ist. Mannschaftsausbildung. Öffnet das Menü für Ausbildungseinsätze. Die Besatzung benötigt Landurlaub, verfügbar in 7 Tagen auf See. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen! Speicher. Drücken Sie zu diesem Zweck die markierte Option, um die Ausbildungseinsätze zu öffnen. Aktuelle Einsatzbefehle vom BDU. Streng geheim. Streng geheim. Hat es noch kein Smartphone nicht gegeben, da hört man einfach so schmerzen können. In dieser Ansicht können Sie einen Ausbildungseinsatz auswählen, um die Grundlagen des Spiels kennenzulernen. Wenn Sie U-Boat zum ersten Mal spielen, empfiehlt es sich, alle Ausbildungseinsätze zu absolvieren. Die Befürchtung habe ich auch, weil ich absolut wahrscheinlich keine Ahnung habe, was ich da tue. Ausbildungseinsätze, Ausbildung versorgen, Ausbildung navigieren und tauchen, Ausbildung Torpedoangriff. Angriff! Ausbildung Versorgung. In diesem Ausbildungseinsatz werden die Grundlagen zur Vorbereitung eines U-Bootes für eine Erprobungsfahrt erläutert. Das heißt wahrscheinlich einfach umeinander fahren und so. Geschätzte Dauer 5 Minuten. Dieses Tutorial verwendet die Sektionsansicht, um verschiedene Themen zu erklären. Daher ist die Sektionsansicht für die Dauer dieses Tutorials aktiviert, auch wenn sie in den Realismuseinstellungen deaktiviert sind. Ich verstehe, ausgewählt. Beginnen wir gleich mit dem ersten Ausbildungseinsatz. Dieser ist bereits auf Ihrer linken Seite gekennzeichnet, sodass Sie nur noch auf die Schaltfläche ausgewählt klicken müssen. Ausgewählt! Neuer Befehl! Ausbildung! Versorgung! Bevor Sie eine Patrouille beginnen, müssen Sie als Kommandant sicherstellen, dass Ihr U-Boot hierfür vorbereitet ist. Sie müssen für ausreichend Vorräte und Kraftstoffversorgung sorgen und das Boot für den Kampf ausrüsten. Also es ist schon wirklich ein Full-Programm. Ich muss da... Kann ich da... Muss ich da Lagergeschichten dann managen und so und meine ganze Mannschaft und den ganzen Krampf? Nicht einfach nur umeinander fahren und draufschießen. Hans Fischer Nachschublager. Foxler, Trivia. Es gab im Zweiten Weltkrieg eine Katze namens Oscar, die 3 Schiffsunglücke überlebt hat. Erst den Untergang der Bismarck, dann der Cossack und dann der Ark Royal. Wurde immer gerettet und starb friedlich 1955. Es ist die schönste Geschichte aus diesem Weltkrieg wahrscheinlich, die man irgendwie irgendwo lesen kann. Das, wenn wirklich stimmt, dann ist das eigentlich lol. Dann haben sie das wahrscheinlich an Schiffe ohne geschmiert, weil es Glück bringt. Das ist einmal mehr als... Wie nennt man einen Veteranen, der 3-mal einen Krieg überlebt? Respekt für die Miezi. Jetzt, wenn du mal rausfindest, wie die Miezi heißt. Oscar! Das steht sogar drin, ich voll Depp, hab's gerade vorgelesen. Herzlichen Glückwunsch mir. Wo haben wir uns hin wieder? Weiß ich nicht. Wir können all dies beschaffen,
Jetzt, Press F für den Foxler für eines der schönsten Trivias, die wir seit langem gekriegt haben. Merci dir. Sie können all dieses beschaffen, indem Sie mit dem Lageristen im Nachschublager sprechen. Um fortzufahren, setzen Sie sich mit dem Lageristen im Nachschublager in Verbindung. Das ist der Hans Fischer. Hans Fischer, servus, grüß Gott. Offizier. Also ich bin mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher, ob das damals so ausgeschaut hat, dass die U-Boot-Besatzung in irgendeine Halle eingeht und dann sitzt er da drin. Was? 5 Kilo Würst, der Kasten will mich gerne haben. Wählen Sie die erste Dialogoption, um das Lagermenü zu öffnen. Sehen Sie sich die Lagerbestände an. Ja, da gern. Im Nachschublager können Sie Waren kaufen und verkaufen, um Ihr Boot für die nächsten Aufgaben vorzubereiten. Wo sägen Ihr Geld? Wie Sie hab. Wahrscheinlich das da, 4000. 4000, was soll das für Geld sein? Reichsmark! Sind es wahrscheinlich nicht, ich seh's nicht gescheit. So, auf der linken Fensterseite befindet sich das Nachschublager mit den verfügbaren Waren. Beachten Sie links die Registerkarten, mit denen Sie weitere Kategorien auswählen können. Ihr aktuelles Budget wird in der linken oberen Fensterleiste angezeigt. Das hat doch nicht, hat das der Kommandant geregelt? Was auf dem U-Boot dabei ist und so? War da der maßgeblich beteiligt oder gibt es da nicht irgendeine Hafenmannschaft, die das vor dem Auslaufen der Mission entsprechend normal regelt? Auf der rechten Fensterseite befinden sich die Lagerbereiche auf Ihrem Boot. Um ein Produkt zu kaufen oder verkaufen, klicken Sie es mit der rechten Maustaste an oder ziehen Sie es mit der linken Maustaste von einem Fenster zum anderen. Kraftstoff! Wir müssen ebenfalls sicherstellen, dass wir genug Kraftstoff haben, um den Einsatz zu beenden und zum Hafen zurückzukehren zu können. Klicken Sie auf die hervorgehobene Registerkarte. 1 Tonne! Neuer Befehl, tanken Sie das Boot vollständig auf, zu kaufende Menge voll. So, das ist aber... Gingen da bloß 3... Was? Geht aber nicht für eine. Ich hätte gerne bei U-Boot einmal... Ah, das waren noch Zeiten, da hast du ein U-Boot voll tanken können für 3 Reichsmark. mit denen komme ich heute nicht einmal ins Kaufland aussehen. Auftanken. Die Kraftstofftanks sind voll. Schließlich müssen wir auch sicherstellen, dass das U-Boot gut genug bewaffnet ist, um feindliche Schiffe anzugreifen. Klicken Sie auf die hervorgehobene Riesen mit Torpedos. Gottes Willen, was? Neuer Befehl! Kaufen Sie mindestens 3 neue Torpedos. Sind das unterschiedliche Torpedos? Wo sehe ich das? G7E Torpedo T2 PI1. Ein serienmäßig elektrischer betriebener... Im Zweiten Weltkrieg hat es elektrisch betriebene Torpedos gegeben und wir schaffen es 2025 nicht, bezahlbare E-Autos zu bauen. Are you fucking serious? Hä? 50.000 Kilo Diesel um 3 Mark, das waren noch Zeiten, ne? Da bist du noch, weiß ich nicht, da bist du ins Wohnzimmer mit dem Auto gefahren. Schau mal, T2, da haben T1, die sind unterschiedlich. Ein serienmäßiger dampfbetriebener Torpedo. Das ist aber so, wer nicht gewusst, dass die mit Dampf funktionieren. Was zum Fick? Der Kriegsmarine mit einer PI-1-Pistole, was auch immer das bedeutet. Wir sind uns einiger Probleme mit diesem Aufschlagzünder bewusst. Sagt man da Pistole dazu? Es ist halt, wenn das Ding einschlägt, das kleine Klapperl, das dann vorne das Ding auslöst. Sagt man da Pistolen dazu? Was sagt dann da beim T2? Na, der hat auch eine PI-1-Pistole vorne drin. Macht eigentlich nicht viel Unterschied, gell? Serienmäßig dampfbetrieben, elektrisch betrieben. Hat man dann die dampfenden Torpedos früher nicht gesehen? Also wenn die auf das Schiff zukommen, dann müssen die doch blodern. Mehr blodern haben als der elektrische. Achteres, vordere Torpedoröhre, achteres. Was sind denn achteres Torpedoröhre? Ist das wieder... Warum haben wir Segler da? Ich hab so viele Fragen! Ich kann nicht aufhören, ich meine, Achtern ist hinten. Ja, warum sag ich nicht einfach hinten? Steuerbord, Backbord, fick dich doch, so links und rechts, der Trottel! Wann? Ist der erste hergekommen und hat gesagt, nein, da sagen wir jetzt nicht mehr rechts dazu oder links, da sagen wir jetzt das Steuerbord und Backbord. Weil das so ist! Das war schon immer so! Aber jetzt sagen wir Arsch links. Ach, dann ist der Arsch. Das verstehe ich nicht, das macht keinen Sinn. Aber wir brauchen Torpedos. Wir nehmen die guten Torpedos, wir nehmen die elektrischen. Was kosten die? Die kosten ja, wieso kosten die? Sieht man da irgendwie Schaden oder so? Gibt's da Schadenstabelle? Da. Geschwindigkeit, verfügbare Geschwindigkeitseinstellungen. Der T1 hat
Weniger Geschwindigkeit, mehr Reichweite. Und der T2? Der hat nur eine Geschwindigkeit. Dann kaufen wir. Die nichts kosten. Wie gesagt. Wird schon passen. Nach der Anforderung neuer Waren im Nachschublager beginnt die Verladung auf ihr U-Brot. Das Auffrischen der Waren wird einige Zeit in Anspruch nehmen. U-Boot ist vom Dienst befreit. 1 Tage. Klicke, um Wartezeit zu überspringen. Klicken Sie auf das hervorgegebene Symbol, um die Wartezeit zu überspringen. War aber schneller, Doc. Haben jetzt nicht der 24-Stunden-Stiebel im gewartet, bis ich wieder komme, oder was? Gute Arbeit beim Abschluss der letzten Ausbildungsmission, Kommandant. Ich empfehle Ihnen, Ihre Fähigkeiten weiter zu vertiefen und mit der nächsten Ausbildungsmission zu beginnen. Eine gute Empfehlung. Klicken Sie auf den markierten Hafenoffizier. Ich bin Ihr Verbindungsoffizier, um die Befehle vom BDU weiterzuleiten. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Der Hafenoffizier ist ein Vermittler, das haben wir schon. Mannschaftsausbildung, das haben wir auch schon. Klicken wir wieder da drauf. Ja, Zwickoption, bla bla bla. Ausbildung sein. Jetzt meine ich jetzt am Fahren. Vom BDU. Streng geheim. Streng geheim. Die Verladung war schon streng geheim. Was ist denn da nicht los, wenn wir mal auf irgendjemanden schießen? Check the Ripper, mehr als 41 Monate. Kleines Noob-Wissen. Knoten ist die Geschwindigkeitsangabe, das weiß ich ausnahmsweise. Diese wurde damals mit Hilfe von Knoten, wer hätte das gedacht, an einem Seil gemessen. Das weiß ich tatsächlich. Glaube ich zumindest. Aber bitte jemand, der mehr Ahnung hat, korrigiere mich. Das hat man so gemacht. Ich weiß nicht, wie weit die Knoten auseinander waren. Man hat da ein Tau genommen, dann hat man da Knoten hineingeknüpft mit, was weiß ich, wie viel, sagen wir einfach mal 20 oder so, keine Ahnung. Und die waren immer gleichmäßigen Abstand. Dann hat man die unterm Fahren aus dem Schiff rausgeworfen und dann hat man zuschauen können, in einer bestimmten Zeit, wie viele Knoten da so geschafft worden sind. Und deswegen sagen wir da zur Geschwindigkeit Knoten dazu. Mir weiß natürlich lieber, wenn man heute auch kmh dazu sagen darf, weil sonst weiß es eh, was es ist. Cyberfox, Wiki, Steuerbord kommt von der Seite, wo das Steuer montiert ist. In der Regel rechts. Kann aber auch links montiert sein. Wow, toll! Super! So, ja dann passt's eh. Keine weiteren Fragen. Bis dann. Cyberfox, merci dir. Geschätzte Dauer, fast 15 Minuten müssen wir jetzt da im Kreis anfahren. Ja, ausgewählt. Keine Zeit verlieren, wir haben keine Zeit. Neuer Befehl! Ausbildung, Navigieren und Tauchen. Willkommen, Herr Kommandant. Während diesem Ausbildungszeit erfahren Sie, wie das Boot navigieren und Navigatori busen und tauchen können. Zunächst müssen wir aus dem Hafen auslaufen. Klicken Sie dazu auf die markierte Schaltfläche. Wo ist die markierte Schaltfläche? Da. Was ist das? Maschinentelegraph. Okay, Maschinentelegraph. Naja, halbe Fahrt. Oh, das kenne ich von World of Warships. Wir gehen mal... okay, das kenne ich von nix. Wir gehen mal halbe Fahrt. Halbe Fahrt voraus. Was ist jetzt schon? Der Torpedo-Torben hoch 2 hat gesagt, halbe Fahrt voraus. Hey, das Boot geht unter, der steht noch oben umeinander. Na, da nicht. Der Torpedo-Torben. Sehr gut, öffnen Sie nun die Karte, indem Sie auf die hervorgehobene Schaltfläche klicken. Ja, das ist... Alter, ist das Größenverhältnis richtig? Scheiße, aber her, das ist ja schon klar. Ist das so auf Realismus gemacht, dass das realistische Karten von damals ist, so einigermaßen und im gleichen Größenverhältnis? Da kriege ich einen Vogel. Die Kartenansicht ermöglicht Ihnen, den Kurs zu planen. Ich erinnere mich, ich habe vor, weiß ich nicht, das ist glaube ich 15, das glaube ich nicht, 20 Jahre her, wenn nicht noch länger, da hat es Silent Hunter da gegeben. Und dann hat es irgendeinen Nachfolger gegeben. Das hat nicht mehr Silent Hunter geheißen. Das habe ich mal zeitlich gespielt. Da hast du also so einzeichnen können und bist dann neu gefahren und so. Aber das ist 5000 Jahre her. Aber das ist die richtige Weltkarte. Silent Hunter 3, 2005. Da war ich mit 20 Jahren gar nicht so weit weg. Gell? Camouflage, merci dir. Dampftorpedos haben Blasen geworfen und waren leichter zum Senk- und Ausweicher für feindliche Schiffe. Deswegen waren die elektrischen besser. Dann war meine Theorie gar nicht so schlecht. Schon, ja? Bin behindert, aber nicht komplett behindert. Sehr gut. Sehr gut. Kurs planen. Um die Tauchfähigkeit des Bootes ja genau, des Boot, wenn wir zu Brot sagen, dann sagen wir aber jetzt zu Boot, müssen wir in tiefere Gewässer fahren. Hierzu habe ich eine Position auf der Karte angezeichnet, was da hinten ist. Ja, ist wurscht. Um Gottes Willen, Leute, da müssen wir bis auf England umkutschieren. Zum Dauer. Um einen Kurs auf diese Position zu setzen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die eingezeichnete Markierung. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Moment mal, Alter, das ist ja ewig weit. Ach, wir haben da herum, ich habe eigentlich gemeint, wir haben da irgendwo, ja, im Ärmelkanal. Gut, dann warten wir allerdings auch in Frankreich. Ja, egal. Da waren wir aber auch auf 2 Tage. Das ist wieder was anderes.
Ach, da war schon ein Kurs vorher, jetzt zeichnet das da und dann geht er von dem Punkt auf. Gut. Nachdem wir den Kurs für unser Boot festgelegt haben, müssten wir uns gedulden, bis wir im Zielgebiet eintreffen. Das wird in Echtzeit allerdings mehrere Stunden dauern. Ja, was du nicht sagst, wir fahren da auch einmal um England rundum. 576, das ist halt wirklich einfach, das ist wirklich die echte Weltkarten im richtigen Größenverhältnis, gell? Das ist schon witzig eigentlich. Eigentlich schon witzig. Und ich das so wieder ausmalen? Nein. Klicken Sie auf die hervorgehobene Schaltfläche, um die Zeit im Spiel zu beschleunigen. Ah, ja. Warte, da tue ich wieder reinzoomen, damit wir mir vielleicht ein bisschen was sehen, was passiert. Wenn ich da das auch klicken, kann ich da die Map auch wieder zumachen und was sehen? Warte mal. Ja, oh, ja, da haben wir schon unterwegs schon. Was passiert? Ich nehme meine Kamera so gerne rein. Also ich kann ja so nicht lenken, ich kann bloß so machen. Ja, Grafik ist jetzt auch nicht so schlecht. Dass das Ding eigentlich schon 7 Jahre alt ist, wenn man so will. Wollen die schon als Tier laufen selber. Möchte ich schon sagen, du. Das möchte ich jetzt schon so. Wie schnell geht, wie schnell ist denn so ein U-Boot? Verlassen Sie den Hafen, erreichen Sie das Zielgebiet. Was ist denn, wenn ich jetzt große Fahrt mache? Ja, von hinten. Servus Birger, es gab auch bemannte Torpedos. Think about it. Gibt alles Zeit. Das mit den bemannten Torpedos weiß ich sogar. Die haben selber gelingt, oder? Torpedorohr 3 gewartet. Poporohr 3 gewartet? Was? Jetzt warte mal, jetzt muss ich wieder lauter machen. Ich verstehe von den Leuten nichts. Warum haben sie jetzt davon wieder so leise? Sound? Ja, ich habe eigentlich alles Vollgas laut. Muss ich das hören? Der Knot sagt, Torpedorohr 1 gewartet. Säge die da irgendwo umeinander? Okay. Kann ich da mal ins Boot? Ich mag ins Boot. Oh. Okay. Langsam. Da ist der Schuster. Wer ist da? Weiß nicht, wer das ist. Der putzt. Wir hatten die ganzen Leute. Ich sag da unten bloß 5. Wie viele Leute passen in so ein scheiß Torpedo? In so ein scheiß U-Boot rein. Mehr gehen weiter auszoomen, damit ich mehr sehe. Aber gut. Oh, der Detailgrad. Sehr hoch, sehr hoch. Das hat jetzt gerade ziemlich gut ausgeschaut. Warte mal. Ich sag das, was ist unter Wasser, bist du in dieser Blechbixen so gefickt. Bist du so gefickt, Alter. Hecktorpedoraum. Warte mal. Ballasttank ist leer. Luke. Die Luke ist wasserdicht bis zu einem Druck von 16 Bar. Da hängt einfach über die Kur. Da haben wir die Lenzpumpe. Funktioniert die schon, wenn die den ganzen Tag umeinander lenzt. Okay, gehen wir wieder auf die Map. Wir machen die Map auf, so machen wir die Map auf. Und jetzt drücken wir auf 48 Mal. Torpedorohr 4 gewartet. Torpedorohr! Torpedorohr 5. Torpedorohr! Herr Gara, merci dir. Birgers Badebuden oder was, ja? Birgers Bodenbude, eher gesagt wahrscheinlich. Das Bier im Torpedorohr nicht vergessen. So, was hat er gesagt? Wir sollen mal auf 48 drücken. Bruder, das dauert eine Dreiviertelstunde, bis wir da oben sind. Ich drücke mal auf 140. Herr Kaloin, wir befinden uns in flachen Gewässern. Herr Kaloin! Er hat's gesagt. Wir befinden uns in flachen Gewässern. Was soll man das sagen? Ich weiß es nicht. Okay. Nachdem sie den Hafenbereich verlassen haben... Achso, ich muss jetzt mal aus dem Hafenbereich weg. Was ist der Hafenbereich? 18 Kilometer! Nachdem Sie den Hafenbereich verlassen haben, können Sie eine höhere Zeitkomprimierung nutzen. Klicken Sie auf die hervorgehobene Schaltfläche, bla bla bla, genau, mal 1800. Ah, jetzt sehe ich was, da schau hin. Kann ich da irgendwie... Oh, Leertaste drückt auf Pause. Anscheinend. Nee, da schaut das ohne Map aus. Oh, look at so fucking, look at me, I'm so fast! How fast are you? I'm super fast! Du geht ebst du. Das 18.000 km/h U-Boot. Schnell mal. Aber Hauptsache die Fahne hängt raus. Die Fahne hängt stabil. So, was haben wir? Also, das muss ich immer wieder drücken da. Dann sind wir schon unterwegs. Das wird schon. Was passiert, wenn ich auf 15.000 Mal drücke? Was passiert, wenn ich dort die Map weg tue? Sind wir da, 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 sind wir da. Okay, machen wir mal keinen Krampf jetzt. Nicht, dass irgendjemand kommt und schießt uns kaputt. Wir sind im Zielgebiet angekommen. Nun können wir den Tauchvorgang des U-Bootes erproben. Da bin ich gespannt. So. Ausbildung, Navigieren, Tauchen. Zunächst werden wir auf Seerohrtiefe tauchen, das knapp unter der Wasseroberfläche liegt.
Klicken Sie auf die markierte Schaltfläche, um den Tiefenmesser zu öffnen. Danach klicken Sie rechts auf die Schaltfläche mit dem Periskop-Symbol. Periskop-Symbol, also das sind die was gibt's da so? Rundhorchen. Alarmtauchen! Alarm! Ja, dann werden wir Periskop, was ist das? Da schaut da Vorfluten. Was ist denn Vorfluten? Man ist so quasi so wie bei der Hohe fast drin. Aber wir schauen mal antesten, damit nichts passiert. Und da, auftauchen, Alarmtauchen, was ist das da unten? Fahrt nach Tauchplan, okay. Ja gut. Auf Seerohrtiefe. Seerohrtiefe machen wir mal. Aber was passiert? Schauen wir, ob das schon alles richtig ausschaut. Hat das Ding schon Flossen? Ich habe mal so ein Modell-U-Boot gebaut als Kind. Beziehungsweise es hat dann der Pap fertig gebaut, weil ich nicht in der Lage war mit meinen Gichtbratzen. Da hat vorhin so Dinger gehabt, aber es schaut mir jetzt da nicht so an. Okay? Kann man da unter Wasser schauen? Oh, schau hier. The atmosphere is real. Wir anblasen, nur halt das Gegenteil, oder? Ja, du kannst im U-Boot auch rumgehen in der Ego. Auf das warte ich schon die ganze Zeit. Dass ich mich in den Kommandanten hineinversetze, aber ich nehme mal schwerstens an. Das ist Teil des Tutorials. So hoffe ich. Das Taucher habe ich aber auch schon mal schneller gesehen jetzt da. Aber es wird schon. So, kann mal irgendjemand kurz per Wikipedia... Oh. Auf E-Motoren wechseln. E-Motoren wechseln. Ich bin so irritiert, dass es für dieses... Oh, schau, da hat tatsächlich so Flossen. Ha! Fischi ist auch dabei. Fischi! Gut gemacht, Herr Kommandant. Ihr Boot ist jetzt auf Seerohrtiefe. Aber ein Fisch. Bin ich jetzt da im Seerohr drin? Oder was passiert denn jetzt? Seerohrtiefe bedeutet, sich knapp unter der Wasseroberfläche aufzuhalten, sodass die Besatzung die Periskope über die Wasserlinie ausfahren und die Umgebung absuchen kann. Okay. Auf diesem U-Boot sind 2 Periskope installiert. Das Beobachtungsperiskop befindet sich praktischerweise in der Kommandozentrale des U-Bootes. Es ist gut geeignet, um die Umgebung schnell zu erkunden. Es wird gewöhnlich von der Mannschaft benutzt. Das Angriffsperiskop hingegen ist für präzise Torpedoangriffe ausgelegt. Es ist für solche Aufgaben viel besser geeignet als das Beobachtungsperiskop. Warum? Das Angriffsperiskop kann nur von einem Offizier bedient werden. Ihr U-Boot ist visuell äußerst schwierig auszumachen, wenn es auf Periskoptiefe ist, obwohl es aus der Nähe immer noch zu erkennen ist. Ihr Boot ist aber für Ortungsmethoden anfällig, die Schallwellen zur Ortung nutzen. Hydrophone und Sonare. Tauchen wir nun tiefer? Lass mich da mal durchs Periskop durchschauen, du Arschloch. Klicken Sie erneut auf die markierte Schaltfläche, klicken Sie rechts auf Schaltfläche, maximale sichere Tiefe. Hoppla. Da ist doch vorher aber Alarmtauchen gestanden. Aber drücken wir mal. Maximale sichere Tiefe gehen! Dazu muss der Bürger erst mit Periskop ausfahren. Ich tue jetzt mal erstmal noch, was mir das Tutorial sagt. Jetzt fährt mal da keine Fische zusammen. Torpedorohr 2 gewartet. Sonst kommt Peter und steckt uns einen Finger in den Arsch. Und das Ding hat tatsächlich Flossen vorhin dran, gell? 20 Meter. 20 Meter. So, der Kommandant geht ins Bett anscheinend. Ausruhen. So, dann ist das. Wir tauchen umeinander und ich bin fasziniert, dass es zu dieser Zeit für dieses Monstrum E-Motoren gegeben hat. Schon. 40 Meter? Denkt man das? Haben wir noch nicht irgendwie so ein Tiefenmesser oder so? Oder eine Anzeige zumindest? Was ist denn das da? Moral? Geht runter, Luftqualität geht runter, Kraftstoff, Batteriekapazität. Was ist das da? Auftrieb. Unser Boot hat neutralen Auftrieb und kann seine Tauchtiefe frei durch Benutzung der vertikalen Ruder ändern. Das ist wahrscheinlich, wenn man die... wie soll ich sagen? Wo man die Kammern fluten kann und so. 75 Meter. Dann hat man damals schon mit dem Scheißding wie Tiefdauer gehen, 150 Meter. Das ist heute alles für ein Gerücht. E-Motoren gab es schon 1900. Ja, ich meine jetzt eher in dem Ausmaß, dass die das Ding da betreiben. Und eigentlich ist ja sogar heute nur das eigentliche Problem, die verdammten Batterien. 85 Meter. Stefan Keller, habt ihr schon gehört? Super! Was ist das da? Geräuschsignatur 94,5 Dezibel. Ich hab einfach mit draufgedrückt, weil es mir wurscht ist. So, wir konnten nie... Ja? Ja. Oh! Oh! Das wollte ich eigentlich gar nicht, aber gut. 100 Meter. Und Stefan, wie schaut's aus? Bist du der Stefan oder du bist der Schuster? Wo ist denn der Stefan? Wir reden da die ganze Zeit mit mir. Der Hofmann?
wieso 4 Torpedorohre, wenn ich bloß ein Torpedo dabei habe, das verstehe ich nicht. Seemann-Offizier... Was 110 Meter. ist denn jetzt da? Torpedorohr 3 gewartet. Und jetzt haben sie dann einfach wieder Betten 120 hinbeamt. Meter. Verstehe ich nicht. 120 Meter, wir müssen nur ein bisschen bei 150 Meter sein. Wo ist denn jetzt der Stefan Maas, muss er heißen? Wir sind jetzt mehr als 100 Meter unter der Oberfläche. Der Außendruck liegt bei 11 Atmosphären oder mehr. Dieses U-Boot wurde konzipiert, um diesen Druck unbegrenzt auszuhalten. Aber tiefer zu gehen ist mit einem Risiko verbunden. Aktuelle Tiefe 130 Meter. Ist das vielleicht? Du redest mir so tief ins Ohrwaschlei. Als Faustregel gilt, je tiefer man taucht, desto einfacher ist es, sich vor Feinden zu verstecken. Dadurch wird es für den Feind immer schwieriger, das Boot mit U-Boot-Abwehrwaffen zu treffen. Der Aufenthalt unter Wasser ist jedoch mit einigen Risiken verbunden. Wenn Sie tauchen... 140 Meter. Heute nicht 5 Sekunden, dein Fotzen, Steff! Wenn Sie tauchen, gibt es keine Möglichkeit, das Boot mit Frischluft zu belüften. Die Luftqualität im Bord wird sich im Laufe der Zeit verschlechtern. Macht Sinn. Sie können jederzeit die aktuelle Luftqualität überprüfen, indem Sie sich den Indikator für den Sauerstoffgehalt betrachten. Die Anzeige ist sehr wichtig. Wenn die Luftqualität auf 0 sinkt, wird Ihre Mannschaft ersticken. 145 Meter. Sie können den Sauerstoffgehalt bis zu einem gewissen Grad durch das bordeigene Ventilationssystem auffrischen. Aber es hat den Nachteil, dass es ziemlich laut ist. Feinde können Ihr Boot leichter entdecken, wenn das Ventilationssystem eingeschaltet ist. Okay. Das war das da herum, glaube ich, gell? Nutzen wir das Ventilatorsystem, schalten Sie es ein, indem Sie es mit der linken Maustaste einschalten. Muss ich mir das merken, wo das ist in dem scheiß Boot da drin, oder was? Ventilation einschalten. Gut gemacht, nachdem Sie den Befehl gegeben haben, wird einer der Matrosen das Ventilatorsystem einschalten. Oh, das ist so ein bisschen wie Rimworld in einem Boot. Wenn ich das so richtig verstehe. Wobei ich da wahrscheinlich als Kommandant aber auch hingehen kann. Und dann das da einfach betätigen kann. Cybergamer! Mehr seid ihr! Zu viel! Eingelacht! Wir mit einer Ui. Richtig. Zum Glück gibt es heute Bohneneintopf. Das ist richtig. Das ist Rimboat. Was mir ein bisschen stört ist, dass ich nicht weiter auszoomen kann. Das macht mich fertig. Das Ventilationssystem wird die Luft jedoch nicht unbegrenzt verbessern, da es nur die vorhandene Luft im Boot umwälzen kann. Dabei wird der enthaltene Kohlendioxid, ist nicht das Kohlendioxid, ist ja wurscht, mit dem eingesetzten Kaliumabsorber ausgefiltert, und dadurch der Sauerstoffgehalt erhöht. Eine weitere Tatsache, auf die Sie achten müssen, dass sich mit der Zeit Wasser in Ihrem Boot ansammelt. Wieso? Ist eigentlich wieder das Silikon wieder ausgegangen beim Dichtmachen. Das Wasser tritt durch Bolzen, Periskope, Ventile, Torpedorohre und so weiter ein, sammelt sich im sogenannten Bilgen. Schön, das habe ich nicht gewusst, dass die Boote-Dinger damals nicht dicht waren. Habe ich nicht gewusst. Und mit Sicherheit einige von euch auch nicht. Wenn sich Ballast ansammelt, wird Ihr Boot weniger manövrierfähig und reaktionsschnell sein. Letztendlich kann dieser Ballast Ihr Boot zum Sinken bringen. Aber das werden wir bei einer der nächsten Ausbildungseinsätzen genauer untersuchen. Um das gesammelte Wasser, Bilgenwasser, das habe ich schon mal gehört, zu entfernen, aktivieren Sie die Lenzpumpe in der Kommandozentrale. Schalten Sie die Lenzpumpe ein, bevor wir fortfahren. Lenzpumpe einschalten. Lenzpumpe! Aktuelle Tiefe 150 Meter. 150 Meter. Kann ich das irgendwie da einsteigen? Und tauchen wir bloß 120 Meter, ist nicht Tauchen ganz so schlimm. auf 120 Meter. Gut gemacht, die Pumpe wird das Wasser langsam aus allen Abteilen pumpen. Sagt man das Wasser irgendwo? Bitte beachten Sie, dass die Leistung der Pumpe abhängig dem Wasserdruck außerhalb des Bootes ist. Je tiefer das Boot taucht, desto... 145 Meter. Mein Gott, das ist Maße, bitte nicht mit dem Mal. Je tiefer das Boot taucht, desto ineffizienter wird die Pumpe, da der Außendruck zu groß wird. Das macht irgendwo Sinn. Wir müssen auf eine geringere Tiefe gehen, um das Bilgewater abzupumpen. Lassen Sie uns wieder auftauchen, klicken Sie auf... Wir gehen mal auftauchen. Anblasen. Anblasen! 150 Meter. Anblasen! Mach Tür auf, dann siehst du das Wasser. Ja. Da der Torpediertorben macht 2 ist auch dabei. Druckluftreserven nicht vollständig gefüllt. Was soll das heißen? Ich hätte gern weiter auszoomen. Oh, stell dir... Ich weiß nicht, da ist wahnsinnig werden da drin. Wer tut denn das freiwillig? Was hat man da Geld verdient damals? 5 Milliarden. Das ist auf alle Fälle ein cooler Effekt, wie sie das gemacht haben mit dieser Seitenansicht da. Aktuelle Tiefe 120 Meter.
Da die gern weiter auszoomen. Turbinenrohr 4 gewartet. Was tun wir mit eigentlich? Spricht man Bilge aus? Bilgewater? Auf Deutsch. Also auf Englisch weiß ich es. Ich weiß, dass ich vorher mal was anderes gesagt habe, aber drückt mal N. Warte mal. Freie Kamera aktiviert. Drücken Sie die Taste N, um diesen Modus zu verlassen. So, da hast du schon hin. Drück Tab. Und jetzt drück ich erstmal wieder N. 80 Tab. Meter. Tab, Tab. Warte mal. Lenzpumpe einschalten. Kreiselkompass! Scheinwerfer? Ich mag Scheinwerfer einschalten, das wollte ich vorher schon mal probieren. Das ist zwar unendlich dumm, das ist mir schon klar. Aktuelle Tiefe 60 Meter. Aber du weißt schon, wie ich meine. Denkt man, die Meeresoberfläche schon wieder? Denkt man, ja, bis halt sieht man es schon. Bis halt sieht man es schon. Ja, ich bin auch endlich da ab in die Nachschau's-Quad. Misa! So viel hast du nicht versammelt. Kannst schon da bleiben. Theoretisch. Was mich nur interessiert hat, ist die Vorhersung beim Abtauchen, die Kanonen da vorne. Wie oft waren die kaputt? Wie oft war diese Kanone kaputt? Das frage ich mich. So, jetzt haben wir aber gleich wieder oben. Wieder schön heller. Ja. Und blub. Blub, blub, Motherfucker. Auf Dieselmotoren wechseln. Dieselmotoren wechseln. Schön wieder aufgetaucht zu sein. Um das Boot an die Oberfläche zu bringen, musste ihre Besatzung mit Hilfe der Druckluftreserven das Wasser aus den Ballasttanks ausblasen. Darum ausblasen. Damit ich das richtig verstehe. Ja, lernen wir noch was beim Bierger hinten noch. Mich interessiert es ja tatsächlich auch. Man hat da Sauerstofftanks in diesem U-Boot drin und die füllt man wahrscheinlich an der Wasseroberfläche wieder auf. Weiß ich nicht, ob das damals gegangen ist oder ob das nur eine begrenzte Menge hat für die ganze Fahrt. Und zum Tauchen wird Wasser eingelassen ins Boot. Ist ja klar. Und dass man wieder auftauchen kann, muss man das irgendwie wieder ablassen. Und diese Druckluft bläst das Wasser aus. Ausblasen! Wenn man da ja, weiß jetzt nicht, ob das Ausblasewasser ist, das glaube ich jetzt eher nicht. Das kommt, glaube ich, eher vom Auftauchen. Aber ist schon irgendwo ist das auch logisch, du. Wie viel Druckluft Ihnen noch zur Verfügung steht, können Sie anhand dieser Meldungen überprüfen. Jetzt würde mich noch interessieren, ob sich das wieder auffüllt, wenn wir oben sind. Die Druckluft wird in einem speziellen Tank unter der Hülle gelagert. Diese können mit Hilfe von Luftkompressoren, die auf Ihrem Boot im Heck installiert sind, wieder aufgefüllt werden. Ist das? Ihnen stehen 2 Luftkompressoren zur Verfügung. Der eine ist ein elektrischer Kompressor mittlerer Leistung und der zweite ein größerer Hochleistungs-Dieselkompressor. Sie können einen oder beide verwenden, je nach Ressourcen und Umständen, in denen Sie sich jeweils befinden. Ja, wenn es schnell gehen muss, dann wird es nicht helfen. Bitte schalten Sie einen der beiden Kompressoren ein. Dann nehmen wir einen Elektrokompressor. Aber der wird wahrscheinlich Batterie brauchen, oder? Batteriekapazität, aber die Batterie lädt sich wieder auf, wenn wir mit dem Dieselmotor fahren, wenn ich das richtig verstanden habe. Dann Elektrokompressor einschalten. Geht das vielleicht auch ein bisschen schneller da? Hallo? Ah, kommt schon jemand. Weiß ich nicht. Ich hab noch beim Militär habe ich in der Regel eigentlich keinen nur gesehen. Alles unter Vollsprint ist gnadenlose Faulheit. Gut gemacht, Herr Kommandant. Sehr schön. Camouflage, Sepp! Die 8,8 cm Deckflak war selten im Einsatz. Meistens nur, um angeschlagene Schiffe zu versenken, um Torpedos zu sparen. Dann darf mich erst recht interessieren, wie oft das Ding kaputt war. Weil wenn es permanent im Salzwasser und so. Und dann wird es so gut wie nie hergenommen. Da wirf ich ja lieber, weiß ich nicht, da wirf ich ja lieber Steine drauf dann, anstatt dass ich mit dem Ding anschieße. Herr Camouflage, merci dir. Schluss jetzt mit der Rundonetterei. Ein Unteroffizier oder Stabsgefreiter, der selbst mietend war, erhielt etwa 191 Reichsmark, während ein Feldwebel 239 Reichsmark verdiente. Wie viel ist denn das umgerechnet heute? Gut, jetzt halt nach den letzten 2-3 Jahren Inflation wahrscheinlich utopisch, waren es wahrscheinlich 20.000 Mark. Ihr Boot nach dem Tauchen an die Oberfläche zu bringen, benötigen Sie mindestens 25% der Druckluftreserven. Die verbrauchte Menge ist jedoch nicht konstant. Je tiefer Sie sich befinden und je mehr Ballast sich im Boot befindet, desto mehr Druckluft wird benötigt. Ausgezeichnet, Herr Kommandant. Sie konnten heute bereits sehr viel lernen. Fahren wir zurück in den Heimathafen. Öffnen Sie die Karte, bla bla bla. Dann tüdelt man wieder heim. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Ah, der zeichnet das auch selber ein mit den Kurven und so weiter. Da hätte ich jetzt eigentlich schon damit gerechnet, dass ich das auch tue. Feinfahrt ausgeführt. Linksklick zum Hafen zurückzukehren. 2 Tage später. Ah, wow, gut. Ob ich mir die Scheiße alles merken kann, wir werden sehen. Aber für was habe ich euch dabei?
Montag, 14. September 1939, Hafen von Wilhelmshaven, mitten in der Nacht drin. Jetzt meine ich, fahren wir mal irgendwo hier und schießt mir etwa einen Torpedo ins Arschlöcherl. 1940 war wohl eine Reichsmark ungefähr 5 Euro. Also es ist 5 vor allem. Oh, aber nicht der Teufel für das, dass du in der Blechbüchsen drin steckst und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit 50-50 sterben wirst. Weißt du jetzt auch nicht. Ich hätte schon gesagt, du kannst mich mit gern haben. Das Problem zu dieser Zeit war, du kannst schon sagen, du kannst mich mit gern haben. Aber dann hast du dann Karabiner im Kreuz. Gute Arbeit beim Abschluss der letzten Ausbildungsmission. Kommandant, ich empfehle Ihnen, Ihre Fähigkeiten weiter zu vertiefen und mit der nächsten Ausbildungsmission zu beginnen. Klicken Sie auf den markierten Hafenoffizier im Gespräch. Haben wir schon ein paar Mal gehabt, gell? Wo ist denn der? Der steht... Die haben doch normalerweise da übereinander gestanden. Wo ist er jetzt? Ah, da hinten ist er. Aha, der wird... Mit was wird denn der abgeholt? Mit der totalen... Dann kommen wir da auch auf die freie Kamera machen. Ja, tatsächlich, schon hin. Schon hin. Das ist einmal ein Korn. Ich kann mir bei erörtern, was diese Karre heute wert war. Wahrscheinlich so viel wie das U-Boot. Der Korpensteiner schreibt, das heißt, man hat nur begrenzt auf- und abtauchen können. Wenn man keine Luft mehr hatte zum Auftauchen, startet man unter Wasser. Fragezeichen. Wahrscheinlich ja. Jetzt zuerst einmal nach Hamburg und in St. Pauli einen Heben, du alter Matrose. Nix da. Ja, wobei, wenn ich mit dem Ding da abgeholt werde. Und jetzt klickt mir da unten mehr. Verbindungsoffizier, um die Befehle vom BDU weiterzuleiten. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Lass mich raten. Alles, was mir jetzt ist unfassbar geheim. Dies sind aktuelle Einsatzbefehle vom BDU. Streng geheim. Das ist immer alles streng geheim. So, letztes Tutorial. Ausbildung, Torpedo, Angriff. In dieser Ansicht, bla bla bla, ausgewählt. Dein Mom ist ausgewählt. Ich bin der Ausgewählte. Ich bin quasi der Bürger Neo. Während dieses Ausbildungseinsatzes werden wir einen Angriffsversuch auf feindliche Schiffe unternehmen. Ich werde Ihnen dabei auch die Grundlagen und Verwaltung der Besatzung bringen. Das wollte ich hören. Bitte öffnen Sie die Karte, um fortzufahren. Ich möchte fortfahren. Eines unserer U-Boote berichtete, dass vor einigen Stunden einige Frachter im Planquadrat AN-49 gesichtet wurden. Das U-Boot kam von einem Minenlegeeinsatz zurück und war zu diesem Zeitpunkt nicht bewaffnet, um die Schiffe anzugreifen. Macht Sinn. Ich habe die Position auf der Karte markiert, an der wir die Frachter in naher Zukunft erwarten werden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die markierte Position, um einen Abfangkurs zu setzen. So ein U-Boot ist wirklich eine ultra asoziale Scheiße eigentlich. Du sitzt die da unter Wasser hin und wartest, wie der letzte Hurensohn auf irgendeine arme Sau, die da vorbeituckert. Und im besten Fall für uns da in dem Fall kommt dann irgendwann einfach ein Schäberer und keiner gespannt was. Dann ist wurscht. Naja. Klicken Sie mit der markierte Position. So, das haben wir alles schon mal gehabt. Das Boot und die Mannschaft sind bereit. Jetzt müssen wir aus dem Hafen auslaufen. Klicken Sie dazu auf die markierte Schaltfläche. Bla 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 bla. Haben wir alles schon gehabt. Hier halbe Fahrt. Warum immer nur halbe Fahrt? Morgen eine große Fahrt. Aber es kostet wahrscheinlich 2 Benzin. Servus miteinander. So, jetzt kann ich auch aktiv mit tun. Passt, die Zeit ist geworden. Was, Frau? Dankeschön! Spielst hoffentlich schon mit dem Logitech F1710 Controller. Hashtag Fieberglas. Fast. Ich spiele mit einer Tröte. Wisst ihr bloß nicht. Ja, die geht besser. Die zwickt sich so zusammen bei 20 Meter Tiefe. ich kenne die Anspielung schon, bloß weiß ich nicht, wie empfindlich das da manch einer reagiert. So, Hafen auslaufen. Das wird jetzt unser erster Einsatz. Auf irgendwas müssen wir schießen. Verlassen Sie den Hafen, drücken wir drauf, dann geht das ein bisschen schneller. Haben wir schon da. So, und dann müssen wir eigentlich bloß 4 fahren, gell? Fahren wir wieder mit 4. Nee, fahren wir schnell auf England, damit nichts passiert. So. Haben wir da. Sehr gut, Sie sind im Zielgebiet angekommen. Wir sollten nun mit der Suche nach den Frachtschiffen beginnen. Haben wir mir vielleicht nicht halber Taucher oder irgendwie so? Zumindest mal so halber werfen wir kurz einen Blick in das Innere des Bootes. So, Herr Ruhe jetzt. Das ist ein Mercedes-Benz 77 und ist je nach Ausführung heute ca. 150.000 bis 260.000 wert. Da hätte ich jetzt eigentlich schon mit nur einem 1er vorn drauf gerechnet. Wenn das ein Originaler ist. Wenn es ein Originaler, ich weiß doch nicht, gibt es so ein Ding überhaupt noch original mit Sicherheit irgendwo? Ja, mit Nachbauten gibt es wahrscheinlich besonders mehr irgendwie irgendwo bei Liebhabern, aber an Originalen von damals. Werfen wir einen kurzen Blick in das Innere des Bootes. Wie Sie sehen, ist Ihre Besatzung bereits aktiv und arbeitet an verschiedenen Stationen auf dem Boot. Sie kennen Ihre Aufgaben sehr gut und benötigen die meiste Zeit keine Anweisungen, um diese auszuführen. Während langer Einsätze und Kämpfe passieren jedoch oft unvorhersehbare Ereignisse. Ihre Rolle als Kommandant ist es, alle notwendigen Vorkehrungen zu treffen, um zu überleben.
Aus diesem Grund habe ich Ihren Offizieren befohlen, die Stationen zu verlassen, damit wir während diesem Ausbildungseinsatzes das Verhalten der Mannschaft trainieren können. Wir müssen zunächst die Frachtschiffe ausfindig machen, um sie zu versenken. Das ist mir schon klar. Blinde irgendwo ein Torpedo hinballern, wird nicht funktionieren. Das geht am besten mit Hilfe des bordeigenen Hydrophon. Es ist in der Lage, Schiffe aus mehreren Kilometern Entfernung zu orten. Viel weiter, als es auf Sicht möglich wäre, selbst bei bestem Wetter. Also ein Hydrophon ist im Prinzip dann sowas wie ein Unterwasserhörgerät. Versteht das richtig? Man kann nicht dann die Maschinenmotoren und so weiter von anderen Maschinen orten, weil sich der Schall unter Wasser ausbreitet, wie weiß das was ist. Das auf Ihrem Boot installierte GHG-Hydrophon funktioniert jedoch nicht auf der Wasseroberfläche. Tauchen Sie auf Seerohrtiefe, um fortzufahren. Haben wir alles schon gehabt. Hier, Seerohrtiefe, los geht's. Warten Sie, bis das U-Boot taucht. Ein bisschen raus, geht das ein bisschen schneller. Machen wir ein bisschen schneller da! So. Aktuelle Tiefe 5 Meter. Aktuelle Tiefe. Das Hydrophon kann von jedem ausgebildeten Offizier bedient werden, aber Funkoffiziere eignen sich hervorragend für diese Aufgabe. Wählen Sie Offizier Karl-Heinz Schuster in Ihren Funker, bevor wir fortfahren. Wo ist denn der Schuster? Ich weiß nicht, wer der Schuster ist. Da ist der Schuster. Schuster! Befehle, Herr Karloin. Klicken Sie auf den Horchraum, um den Funkoffizier befehlen, diese Station zu besetzen. Das heißt, Horchraum besetzen. das ist wie so ein bisschen so ein Strategiespiel. Da ist der Hoffmann-Sepp. Machen wir wieder aus der nennt man das? Kajüte. Ausgespringt. So. Gut, jetzt geht Ruhe. Gibt jetzt einmal eine Ruhe mit einer Rundumleiterei. Ich will keinen Meter nicht vorwärts. Selber gehen wir. Bei Oldtimer-Treffen sieht man diese Original. Einmal hatte dieser noch ein HK-Fähnchen vorne. Ich verstehe. Sofort, was das eh. Ist mit Sicherheit ist da wieder Stress gemacht worden. Merci dir. Schluss jetzt mit der Rundumleiterei. Gut, jetzt geben wir dem Offizier etwas Zeit, um nach Kontakten zu horchen. Wenn Sie möchten, können Sie die Zeitkompression nutzen. Aktuelle Tiefe 10 Meter. Aber die Zeitkompression da auch? Ja, tatsächlich. Machen wir ein bisschen schneller. Ist 12 mal Standard, oder? Nein, um 48 mal. Kann ich das nicht irgendwie... Peilung 335 Grad. Schiffsschrauben! Irgendwie Grad. Ausgezeichnet! Funkoffizier Karl-Heinz Schuster hört mit dem Hydrophon in der Nähe Schiffsschrauben. Sicher, dass es nicht unsere sind. Nehmen wir mal Ruhe jetzt. Herr Kommandant, setzen Sie einen Anfangskurs zu diesem Kontakt. Drücken Sie da zur Steuerung-Taste und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den blauen Trichter in der Karte. Wieso? Wortkontakt. Wird erledigt, Herr Karloin. Gut gemacht. Wir sind jetzt auf Kurs, um unser Ziel abzufangen. Jetzt müssen wir warten, bis wir näher kommen und die Besatzung durch ein Periskop erspäht. Um unsere Annäherung zu beschleunigen, sollten Sie die Zeitkompression... Moment mal. Wir haben da. Wir hören quasi in südwestlicher Richtung, 335 Grad, hören wir da irgendwo auf der Linie Schiffsschrauben. Ich denke, das ist richtig. Und woher wissen wir, dass die da rauffahren und nicht da hin oder da hin? Verstehe ich nicht. Mal ein bisschen tüdeln. Und was sagt man das? Da haben das Wolken oder was ist das? Ja, das kann mein Sichtradius auf See sein, hä? Haben wir schon noch unter Wasser. Ja. Fällt da eigentlich was mit der Luft dann? Geht die Energie geht runter, Luftqualität geht runter, aber das scheint nicht so wichtig zu sein. Bin ich gespannt. Machen wir mal ein bisschen schneller. Nein, da wird man schlechter, bleiben wir lieber auf der Karte. Das kann man mit dem Hydrophon ermitteln, die Dinger sind sehr genau. Ja, aber woher hört man denn? Man hört ja bloß was. Wir hören denn die, in welche Richtung das Ding fährt. Wahrscheinlich einmal einen Punkt fixieren, wo man es das erste Mal hört, ausschalten, 10 Minuten warten, nochmal hören, dann habe ich die Fahrtrichtung. Geht sich das hin? Wir sind nah dran. Machen wir mal langsamer. Was ist das da? Schiffsschrauben. Kommandant, unser Horcher meldet Schiffsschrauben. Ja. Wenn ich da jetzt nochmal drauf drücke mit Rechtsklick-Steuerung. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Dann machen wir wieder ein bisschen schneller. Wir haben noch 5 Kilometer, wir sind nah dran. Langsam jetzt.
Rauch am Horizont! Kommandant, wir haben Schornsteinrauch am dem Horizont entdeckt. Schornsteinrauch 310 Grad. Kann ich mir den anschauen? Da hinten ist was. Da hinten ist was! Hab's genau erspät. Da ist ein kleiner Punkt. Da ist ein kleiner Punkt. Ich weiß zwar nicht, was wir da jetzt damit anstellen, aber das wird er uns dann schon sagen. Was haben wir da? Schiffsschrauben. Ja, geht schon weiter. Ist das eine miese Scheiße? Also nicht in Form von des Spiels schlecht oder so, sondern mit einem U-Boot jemanden abfangen ist ich fühle mich wie ein Arschloch. Gefällt mir zwar in der Regel normal, aber weiß es was ist. Dann machen wir mal wieder 48 schnell. Die werden wir schon finden dann. Ah nein, das sollte nicht das. Schornstein rein, Dick. Alarm! Küstenschiff, 310 Grad! Alarm! Wir trainiert. Wir werden das gemeinsam durchstehen. Wir werden das gemeinsam durchstehen. Ein Matrose hat mit dem Periskop den Frachter gesichtet. Den habe ich schon gesehen, da warst du nur in Abrahams Wischkessel. Wir können ihn jetzt angreifen. Okay, jetzt hat er aber lang. Oh ja, das wird dann nicht der O-Zeit. Ja. Die wirksamste Waffe, die Ihnen zur Verfügung steht, sind G7-Torpedos mit einem 280 Kilogramm schweren Sprengkopf. Abgesehen von ihrer enormen Sprengkraft, die Schiffe schwer beschädigen kann, verraten sie dem Feind in der Regel nicht die Position des Bootes. Torpedos sind ihre Primärwaffe. Gut, das ist jetzt aber auch schon alles, was ich gewusst habe. Um sie zu nutzen, müssen wir zunächst eine Schusslösung für den Torpedoangriff berechnen. Wählen Sie Offizier Kurt Hoffmann, bevor wir fortfahren. Kurti! Hoffmann, du musst irgendwas ausreden, ich weiß nicht. Herr Kaloin? Gottes Willen, wer soll denn das merken, wo ich die Leute da hinschicken muss? Bist du besoffen? Gut, befehlen Sie dem Offizier zum Angriffsperiskop im Kommandoturm. Standseerohr besetzen. Standseerohr! Ich bitte um Aufklärung, was mit dem Controller auf sich hat. Ich weiß nicht mehr genau wann. Letztes Jahr? Wir sind aufgetaucht. Muss ich jetzt kurz erklären, weil vielleicht haben mehrere da, die nicht wissen, was der Logitech-Controller-Witz beim U-Boot ist. Ich glaube, letztes Jahr, um die Zeit jetzt, waren irgendwann umeinander, ist ein Multimilliardär oder so, oder ein Millionär, mit einem mehr oder weniger selber konzipierten und selber gebauten U-Boot, Mini-U-Boot, aus Fiberglas und was weiß ich, was für ein Scheiß mit seinem Sohn und ein paar anderen Leuten zur Titanic getaucht. Und dieses U-Boot hat es zerrissen. Also implodierte. Und ich weiß nicht, wie es geheißen hat, der KMDFF schreibt Titan und jetzt fällt mir gerade so wieder bei, ich glaube, das U-Boot hat Titan geheißen, oder? Kann es sein? Das weiß ich nicht mehr so genau. 2023 war das die Titan von OceanGate. Kannst du mal googeln. Und das Ding ist halt implodiert. Und alle drin waren halt sofort tot. Und im Nachhinein hat man dann herausgefunden, dass dieses OceanGate U-Boot mit einem Logitech Gamepad gesteuert worden ist. Was das Ganze echt ein wenig lächerlich macht. Und eigentlich, wie soll ich sagen, eigentlich ist grob fahrlässige und eigentlich ist nichts anderes wie Natural Selection. Mehr kann ich da jetzt nicht dazu sagen. Ja, da gibt es eine aktuelle Netflix-Serie. Stimmt! Stimmt, tatsächlich! Das ist, gestern oder vorgestern habe ich es gesehen. Gerald eigentlich haben wir angeschaut. Zur Dokumentation, wie blöd das die Leute sein können. Schau auf Entfliehen, den Film. Kenn ich nicht. Hast du die 5 heute schon gefunden? Welche 5? Die U-Boot war einfach ein schwimmender Sarg. Das ist absolut richtig. Da kann ich mir selber aus einer Balletten ein U-Boot zusammenschustern. Foxler, schon wieder Trivia, was ist da los? Ja, das war die Titan. Einziger Trost, die Impulsion erfolgte schneller, als Synapsen Schmerzen erfassen können. Das heißt, die Besatzung war tot, bevor sie überhaupt etwas gemerkt haben. Das habe ich das so direkt habe ich jetzt nicht gewusst oder irgendwo gehört, aber ich habe schon natürlich, wie das passiert ist, ein paar Animationen und so weiter gesehen, wo auch diskutiert worden ist, so das Boot, wenn noch gibt unter Wasser, ist da so viel Druck, das ist nicht wie in einem Film, das macht nicht erst eine Viertelstunde lang und dann kommt da so ein kleines Wasserstrahl rein und dann da saufst du langsam, sondern das macht so und es ist weg. Und du bist weg. Wie es der Foxler schon schreibt, das habe ich nicht gewusst, aber es ist schneller, als deine Synapsen kapieren, dass was überhaupt los ist. Timmy Boy, sorry, mein Fehler, das war der Wert damals, heutiger Wert ca. 3 Millionen. Ach so! Von der Karre, ja, das lasse ich mir schon eher eigentlich. Aber damals auch 200.000 Reichsmark, die hat auch nicht jeder gehabt. 3 Millionen das Auto, hätte ich eigentlich auch mehr geschätzt, wenn es so original ist. Aber gut, du hörst nicht einmal einen Knall, du hörst gar nichts mehr.
Die atomgetriebenen U-Boote der Virgin-Klasse steuern ihren Photonenmast mit Xbox-Controllern. Clicks, pick screen or it didn't happen. Ja, Matthias, ich hab das Boot gesehen, da war ich noch ein Kind. Eigentlich eine geile Art abzutreten. Ja, Harlekin, eigentlich ja. Eigentlich ja, da gebe ich dir tatsächlich recht, als langsam zum der Saufer oder Verbrenner oder der Sticker oder sonst irgendeine Scheiße, aber trotzdem, es war einfach dumm. Natural Selection, was soll ich sagen? Darwin Award goes to. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das jetzt. Versenken wir hallo, wir haben uns zum Schiffe versenken getroffen. Wobei das aber immer sehr interessant ist, wenn man sich in die Simulatoren und so einen Scheiß spielt. Mich interessiert das tatsächlich, weil mir auch eigentlich der Weltkrieg interessiert und Krieg damals und Technik damals und wie das da so abgelaufen ist. Alles wissen tue ich natürlich auch nicht. Aber sowas ist eigentlich schon interessant. Gibt da viele Dokumentationen über das wie hat das geheißen? Wolfsrudel und so weiter und so fort. Jetzt weiß ich leider Gottes nicht mehr den Namen von diesem Oberkommandanten, von dem da alles, aber das habe ich auch schon mal angeschaut. Das ist einfach interessant. Es ist einfach interessant, das so zu schauen, was da abgegangen ist. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das feindliche Frachtschiff, um die Berechnung der Schusslösung auf das gegnerische Schiff zu befehlen. Du gehst einfach mit drauf. Land. Ich erwarte Ihre Befehle und dann werde ich wahrscheinlich... Bedienen Sie das Angriffsperiskop. Oh. Es war das Wolfsrudel, das habe ich schon richtig gesagt, gell? Es war der Herr Karl Dönitz. Absolut richtig. Absolut richtig. Ja, ziemlich, also... Wer mir da jetzt das Wort im Mund umdreht und mir irgendeine Scheiße verzeiht, so von wegen, ich idealisiere irgendwelche Nazi-Kommandanten, ja? Ich meine, der Mann war auch bloß, wie soll ich sagen, der hat halt einfach Dinge getan, weil wenn er es nicht da hätte, dann hätte man ihm ins Gesicht geschossen. Er war halt gut in dem, was er getan hat. Ob das jetzt gut ist oder nicht, ja, hallo da, also Dankeschön. Ich bin da irgendwie schwierig mit meiner Wortwahl aus militärischer Perspektive. Hat der Mann richtig reinrasiert. So, es hat aber immer nur geheißen, ich soll da mit der rechten Maustasten... Ermitteln Sie eine Schusslösung. Okay, sehr gut. Offizier Kurt Hoffmann berechnet nun eine Schusslösung. Es ist keine einfache Aufgabe und wir sollten ihm etwas Zeit dafür geben. Ich werde Ihnen weitere Anweisungen geben, sobald die Berechnungen abgeschlossen sind. Okay, da dauert alles ein bisschen. Aber gut, wie in echt auch. Du hast dann einfach so, ja, schieße. Nein, Glasfaser und Harz-ähnliches. Was schaue ich auch gerne. Ich mag aber auch Serienkiller-Dokus zum Einschlafen. So was schaue ich mir auch an. Weil es einfach interessant ist. Es ist wie so ein Unfall, du kannst nicht wegschauen. Gut, bei so Militärsachen ist es jetzt nicht so. Aber, was ist da? Ein Schiff? Müssen wir mir... Schornsteinrauch entdeckt, Funkoffizier fehlt. Muss jetzt Laufzeit? Nein, läuft nicht. Ich habe auf Pause gedrückt, ich depp. Aktuelle Tiefe 5 Meter. Aktuelle Tiefe 5 Meter. Was ihr jetzt gern wissen wollt, jetzt passen wir auf. Ich würde jetzt gerne an das Unterne-Periskop ohne gehen. Seemann über Wasserumgebung beobachten und mag selber sehen, wo das Boot ist. Es hat geheißen, was jetzt... Was? 323 Grad. Ja, das stimmt sogar schon, da. Kann man da zoomen ein bisschen? Einrasten? Nein, das wollte ich nicht. Nein, aber... Mit der Torpedotorben einfach mit der toten... Hä? Taste Alt Benutzeroberfläche anzeigen, Tab Verwaltungsbildschirm, rechte Maustaste Aktionsliste öffnen. Und wir... Warte mal. Ah ja. Das ist unser... Was ist das da? Da sehe ich, wie weit das unser Periskop ausschaut, oder wie? Über 3 Meter, sehe ich das richtig? Wo ist noch? Nein, nicht weiter. Brauchen wir nicht weiter. So, kann man da irgendwie einrasten? Was ist das da? Chronometer. Erkennungshandbuch enthält Skizzen und Daten aller uns bekannten Schiffsklassen. Empire Bell. Frachter, Tanker, Korvette, Zerstörer, Kreuzer, Schlachtschiff, Schnellboot, U-Boot. Jeder hat bisher großartige Arbeit geleistet. Machen Sie weiter so. Okay. Was haben wir da noch? Gottes Willen, was ist denn das? Da muss ich ein bisschen auf Zeiten gehen. Minus 180 Grad, Bow right, Bow left. Drehen Sie den Richtungspfeil, um den Lagenwinkel einzustellen, in dem sich Ihr U-Boot aus der Blickrichtung des Zielschiffs befindet. Aha, machen wir wieder zu, das macht der Karl-Heinz dann.
Ja, das macht der Karl-Heinz dann. Ein belegtes Boot mit Schinken! Schinken! Ein belegtes Boot mit Ei! Ei! Wir sind bis jetzt unentdeckt geblieben. Sie scheinen uns noch nicht entdeckt zu haben. Sie scheinen uns noch nichts entdeckt zu haben. Ja, okay, aber was die Frage ist, was wir jetzt tun müssen. Also quasi so warten oder so. Muss ich ihm nicht wieder sagen, soll ich... 5 Meter. 5 Meter. Wie kommen wir aus dieser Ansicht wieder raus? Wie kommen wir aus ihm da wieder raus? Ab. Map. Kurs setzen. Ach du Scheiße, das wollte ich nicht. Nein, 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 nein. Das wollte... Scheiße, was habe ich denn jetzt da? Aktuelle Tiefe 10 Meter. Wieso sind wir jetzt auf einmal 10 Meter tief? Oh Gott, habe ich jetzt irgendwas kaputt gemacht? Ich weiß nicht. Haben wir irgendwas kaputt gemacht? Steuerung? Kurs setzen. Nein, du sollst schießen drauf! Was? Ne, verstehe ich nicht. Jetzt habe ich glaube ich irgendwas habe ich kaputt gemacht. Ich weiß nicht, weil ich wieder irgendeinen Scheiß machen muss! Wir kommen wieder raus! Einfach rausziehen. Ja. Schnell wieder zu. Der macht der Hans, ja, irgendwas ist kaputt, der Birger, das war das erste. Und soweit ich weiß, auch das einzige U-Boot, das von einem anderen U-Boot abgeschossen worden ist. Rechtsklick, zoomen, links in der Leiste kannst du einstellen, wie viel Platz das Periskoprand am Bildschirm einnimmt. Rechtsklick, Mausrad war das Wichtige. So, jetzt Ich nehmen wir erwarte ihn wieder. Dann schickt man ans Angriffsperiskop. Ich erwarte Ihre Befehle. Die Station. Standseerohr besetzen. So. Wann hat's geheißen? Ermitteln Sie eine Schusslösung. Ermitteln Sie eine Schusslösung. Bitteschön. Los. Und jetzt drücken wir da auf 12 Mal und dann muss doch das schneller gehen. Da. Wo genau fahren wir eigentlich umeinander da? Offizier Kurt, Gott sei Dank, haben wir gerade noch Kurven gekriegt, um Gottes Willen. Offizier Kurt Hoffmann hat eine geeignete Torpedolösung erstellt. Es ist an der Zeit, die Torpedos auf das Ziel abzufeuern. Wählen Sie das feindliche Schiff mit der linken Maustaste aus, bevor wir fortfahren. Jetzt muss ich ein bisschen weggehen. Schiffstyp unbekannt. Ist aber anscheinend der Engländer. Ein von Chinesen okkupierter Engländer. Wie auch immer das geht, das weiß ich nicht. Hervorgehobene Schaltfläche, um die Bedienoberfläche der Torpedoröhre zu öffnen. Klicken Sie auf mindestens 3 Torpedoröhre, um die Röhre mit Meerwasser zu fluten. Okay, Schusswinkel außerhalb der Reichweite. Also auf mindestens 3. Oder was? Ja, du weißt es sowieso. Rohr Eins. 1 bewässern. Bow left, bow right, left, are you Captain Jack? Rohr 3 bewässern. Oh, nicht das Rohr. Jetzt wird da rein bewässert. Rohr 1 bewässert. Rohr 2 bewässert. Rohr 3 bewässert. Verstehe. Bevor Sie den Fächer abfeuern, sollten Sie immer warten, bis die Deckungslampe aufleuchtet. Sie signalisiert, dass die Torpedos mit dem errechneten Schusswinkel eingestellt und abschussbereit sind. Geschoss horizontaler Einschlagwinkel 5 Grad, Geschoss vertikaler Einschlagswinkel 25 Grad. Jetzt Moment mal. Horizontaler Einschlagswinkel ist wahrscheinlich, wie zeige ich euch das jetzt in der Kamera, ist, wie der Torpedo so einschlägt, 45 Grad Winkel. Oder wie rechnet man das? Wenn es im 90 Grad Winkel direkt an der Seite einschlägt, ist wahrscheinlich 0. Und bei 5 Grad ist er leicht schräg. Aber einen vertikalen Einschlagwinkel check ich nicht ganz. Weißt du schon, wie ich meine? Da kommt der Torpedo selbst dann von unten. Oder wird da vom Schiffsbug. Sag mal der Bug, weiß ich nicht. Da wo sie im Wasser liegt, das ist ja nicht gerade einfach, sondern so schräg. Na gut, drücken wir mal auf Deckung, was auch immer die Deckung bedeutet. Feuer! Los! Schiffsschrauben! Okay, dieses Ding hat jetzt geschossen, oder was? Das hat geschossen. Warten, bis die Torpedos ihr Ziel erreichen. Ja, das mag ich sehen! Neuer Befehl. Warten, bis die Torpedos... Ich warte jetzt da nicht lange umeinander, bist du behindert? Ich mag... Oh, um Gottes Willen, was ist denn das? Um Gottes Willen, was ist denn das? Rechte Maustasten hat's geheißen.
und Zoom. Na, wie hat's geheißen? Wie komme ich da wieder aus? Scheiße. Ich hab überhaupt nichts Torpedo ist drauf. auf halbem Weg. Torpedo, halber Weg. Ich mag aber was sehen! Wie komme ich da raus? Du bist Einschlag. Se- Fehlschuss. Fehlschuss. Wie Fehlschuss? Fehlschuss. Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Wieso sind wir denn jetzt aufgetaucht? Haben wir mich besoffen? Leider hat die erste Salve das Ziel verfehlt. Unser Offizier hat einen neuen Torpedos in die Röhre geladen. Versuchen wir es noch einmal. Muss ich dann nochmal das Ding berechnen? Klicken Sie auf mindestens 3 Torpedoröhre, um die Röhre mit Meerwasser zu fluten. Wann im... Okay, 1, 2, 3. 2 bewässern. Geschätzter Salvenwinkel. Aktuelle Tiefe 10 Meter. Rohr 1 bewässert. Check überhaupt nichts. Rohr 2 bewässert. Rohr 3 bewässert. Rohr überwässert. Schusswinkel wird aktualisiert. Wie? Du musst doch da das ganze Boot drehen, oder? Nicht. 5 Meter. Was, das check jetzt nicht ganz, aber gut. Vertikale ist, ob Torpedo in Trumpf eine donnert, Aufschlagzünder oder drunter geht, magnetischer Zünder. Ja. Ich hab's kaputt gemacht. Gibt's für die Torpedos nicht auch einen Controller? Hat man die steuern können? Per Funk? Ist Funk unter Wasser nicht ein unfassbar großes Problem? Das darf mir jetzt ganz krass wundern, wenn das damals schon funktioniert hätte. Alles ist vorbereitet. Feuer, Herr Kommandant. Feuer! Ich darf aber so gerne durchs Periskop nachschauen, ob er was sagt. Ich weiß nicht, wie man da rauskommt. Los! Ja. Ich hab ihm geschossen. So, wie kann ich da aufstehen? Kann nicht aufstehen. Wir nehmen einfach ihn da. Warte mal. 10 Meter. Ich kann nicht umschalten, ist das Absicht. Ja, so mag ich mir das... Oh. Bruder, das muss ja mir jemand sagen, dass das... Oh no. Kurs setzen. Nein, nicht Kurs setzen! Mei, wenn ich einmal mit rechts im Austasten drücke, dann fahren wir einfach... Weiß ich nicht, wir fahren jetzt einfach da seitlich da so her. Kurs setzen. So wacht, wir kommen dran. Ah! Rechte Maustasten tue ich mehr so gern. Der Torpedo ist auf halbem Weg. Der Torpedo ist auf halbem Weg. Warte mal, der kann vielleicht gut gehen, der geht gegen wieder Meilen weiter. Das, aber fährt das Ding überhaupt? Das ist unser Ziel. Fährt das Ding? Ja, fährt schon. Torpedo Einschlag. Oh, ja, der dritte kammert gut. Wenn er verhungert auf halbem Weg, kommt der zweite vielleicht gut. Ja, den kriegen wir schon. Aber wer den geschossen hat, der ist ein total besoffener. Sag mal, Hoffmann Sepp, was redest du? Was hast du das Reden gelernt in der Baumschule? 20 Sekunden. Oh, gib ihm. Ah, nein, kommst du vor! Vor! 10 Sekunden. Nein! Und der andere geht hin, du. Ja, geh, leck mir am Arsch! Und man hat einfach jetzt 5 Meter nach ohne, der hat da eh keine Waffe nicht dabei. Was möchte ich denn überhaupt? Da brauche ich mich gar nicht verstecken davon. Ich bin für Entern. Ich bin für Entern! Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Neue Torpedos, klicken Sie auf mindestens 3 Torpedorohre, um die Röhre im Meerwasser zu fluten. Rohr 1 Ich glaube, dass das auch ein bisschen Absicht ist, aber... 3 bewässern. Weil jetzt mal macht er wieder den komischen neuen Winkel da. Ich das verstehe ich noch nicht so ganz. Holt dieselbe raus! Wir haben zu 5! Zu 5 haben wir schon kleiner geentert wie die! Weiter so. Rohr 1 bewässert. Vielleicht muss ich einfach nur schnell reagieren und einfach einmal schießen, dann auch wenn's... Bewässert. Wie weit von die Torpedos eigentlich so? 30 dann? Ich schätze der Salvenwinkel. So, feuern. So, jetzt wird gar nicht lange umeinander pimmelt. Schauen wir uns jetzt an, wie das aussieht. Ich darf meine Kamera so gern drehen. Mach ich alle 4 Rohre. Rohr 4 bewässern. Schickt mir nur einen Sicherheitshalber. Er sagt ja immer bloß 3. Schiffsschrauben. 2 mehr. Was 2 mehr? Rohr 4 Wo? bewässert. Ja gut, die fickt mir auch noch. 10 Meter. Warte mal, wie kommen wir das ein bisschen schneller machen? Jetzt. Waren die Torpedos? Torpedo ist auf halbem Weg. Ja! 30 Sekunden. Na! Sag mal! Du bist Einschlag. Fehlschuss. Zielposition erreicht. Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht.
Wieso sind wir denn jetzt aufgetaucht? Kann man mit der Kanone einfach drauf schießen? Wir waren das. Leider hat die erste Salve das Ziel verfehlt. Unser Offizier hat 9 Torpedorohre verloren wie es noch einmal. Klicken Sie auf mindestens 3 Torpedorohre um die Rohre im Meerwasserflut. Mensch. Rohr 2 Da. bewässern. Wo haben wir? Wir fahren mit dem Scheißboot jetzt da entgegen. 5 Meter. Nudelaim. Weiß ich was, das bin ja nicht ich. Das ist der Karl-Heinz. Schießt irgendwo eine Weggeschichte umeinander. Rohr 3 bewässert. Wie rechts oben ist doch so ein Rohr, kann man da nicht durchschauen, wenn du drauf drückst. Wo meinst du? Das Ding da? Nein, das ist so eine Tauchtiefe. Ich darf so gern... Warte mal. Bedienen Angriffsperiskop. So, jetzt wenn er da den Scheißdreck ausgerichtet hat, wird sofort reingeschossen. So, ballern! So, und jetzt schauen wir da mal rein. Da sieht man halt nichts. Das hat schon seinen Sinn, warum wir da sind. Da, wo haben Torpedos? Da kommen Torpedos, haben wir jetzt alle 4 geschossen. Ja, nein, ich kann den 4., den schießt er nicht, der schießt bloß 3. Also ich hab das Spiel schon ein paar Leute beigebracht, aber keiner hat sich so dumm angestellt wie du. Ja, Anklopfgerät, wer weiß, wenn es dein Maul hältst! Übrigens, tolle konstruktive Kritik. Wo habe ich mich da jetzt blöd angestellt? Ich muss auf den Feuern-Button drücken. Was habe ich falsch gemacht? Klär mich auf, Pro-Gamer. Stell unten in der Leiste die Streuung von 120 Meter ein wenig runter. Was für Streuung? Jetzt schauen wir erstmal, ob die scheiß 3 Torpedos da treffen. Was kann ich nicht dafür, wenn der da irgendwelche Scheißkurse zusammenrechnet? Und ich nichts tun kann. Oder nicht weiß wie, sagen wir es so. Ist das da die Streuung? Nein. Nochmal was? 120 Meter auseinander. Bei so einem kleinen Schiff reichen gerne 50. Ja, aber... Ne, verstehe ich nicht. Aber jetzt schaut es aus, als da einer einschlagen. Jetzt kommst du nicht mehr aus! 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. Herrgottselig! Gut gemacht, Herr Kommandant. Die Besatzung evakuiert den Frachter, aber wir werden abwarten, ob er vollständig sinkt. Sieht man da dann Leute drauf rumrennen? Steuerung kannst du wählen, wenn du mehrere... Ach, das Ding da. Zeig schon. Tiefe, Geschwindigkeit. Kann man doch nicht... Da kann man, ist das eigentlich auch gescheiter, wenn man da mehr Geschwindigkeit einstellt? Dann ist ja auch die Berechnung viel genauer. Oder muss weniger genau sein? Oh, schau, ich bin da. Kann ich da jetzt mit der... Das, muss ich was probieren. 10 Sekunden bis Einschlag? Was für Einschlag? Wo schlagt was ein? 10 Meter. Sieh zu, dass du den rechten Behinderten über die Planke schickst, dann kann er Fische zählen gehen. Ja, da schauen wir jetzt zu, wie es langsam untergeht. Die Frage ist ja... Na gut, ist ja jetzt einmal vollkommen wurscht. Schauen wir uns einmal so eine Mission an. Es ist wie spät. Kannst du mich komplett verarschen bleiben lassen, bitte? Und mir sagen, wann es halb 10 geworden ist? Wir haben noch nicht... Wir müssen erst mit der Dreckskanone zu Ende bringen. Kehren wir an die Oberfläche zurück, klicken Sie auf den markierten Knopf. Das wollte ich eigentlich jetzt so ausprobieren. Irgendwann, ist das nicht ein absolutes... Ist das nicht ein absolutes Kriegsverbrechen, ein Rettungsboot zum Versengen? Anblasen! Anblasen! Da würde ich sagen, was ist denn jetzt eigentlich? Haben wir jetzt so wieder oder was? Anscheinend schon. Mit den Ansichten komme ich noch nicht so klar. Warte mal, wir müssen jetzt da mal so herfahren. Kurs setzen! Kurs gesetzt. Ja, Bürger, es ist 9:30 in der Früh. Ja. Zivile Handelsschiffe versenken ist schon grenzwertig. Gut, das ist ein Frachter. Weiß man, ob der zivil ist oder nicht. Weiß nicht. Was haben wir da? Auftrieb. Geht noch. Luft wird wieder gut. Geht schon. Herr Kaloy, wir sind aufgetaucht. Ich hoffe, das Anklopfgerät, du bist lang genug dabei, dass du weißt, wie das gemeint ist, bevor jetzt das Warner angefangen wird. Joke Brother. Bow left, bow right, left, right, left, right. Ey, okay. Halt doch dein Maul, du Trottel. Zu versendende Funktelegramme 2. Klicke... Passiert denn noch so eins nach dem anderen? Ich kenne mich keinen Stecker nicht aus. Gut, wieder an der Oberfläche zu sein. Wählen Sie Offizier Torpedo-Tor 2, bevor Sie fortfahren. Das machen wir. Ja?
Ja. Alter, was ist denn das alles? Ach, das sind die ganzen Torpedos da umeinander ballern. Und da ist das Rettungsboot. Gut, befehlen Sie den Offizier zum Deckgeschütz. Macht jetzt, das ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Ob man das... Also natürlich haben sie es da. Aber man schießt doch kein Rettungsboot nicht kaputt, Mann. Also auch im Krieg nicht. Nachdem Sie Offizier Torpedotorben ausgewählt haben, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Frachter, um den Befehl zum Feuern zu erteilen. Nein, ich mag selber schießen. Kannst du mal Gift drauf nehmen? Wie geht das? Wie komme ich jetzt da wieder, komm ich wieder nicht raus, oder? Scheinwerfer einschalten. Wieso den Scheinwerfer einschalten? Ach, weil das da dahinter ist. Okay, dann muss ich es ja mal so sagen. Dann muss ich auch nicht. Dann klicken Sie in der rechten Maustaste auf den Frachter, Befehl zu... Auf dieses Objekt zielen. Auf dieses Objekt zielen. Ich weiß ja gar nicht, was es so wirklich tut. Warum tut denn nichts? Oder keine Munition? Oder ist gerade richtig gesehen? Ja. Auf dieses Schiff zielen. Ach, ich muss einen Frachter kaputt. Sehr gut, Herr Kommandant, der Frachter wurde getroffen. Ich mag doch da selber drauf schießen! Oder auf den Frachter, das steht aber nicht dabei, dass ich auf den Frachter schießen soll! Wählen Sie nun, ihr hättet natürlich hätte ich aufs Rettungsboot geschossen. Ja? Natürlich. Natürlich ist das damals da geworden. Ich möchte wissen, ob es geht oder nicht. Wählen Sie nun erneut Kurt Hoffmann aus, bevor wir fortfahren. Hoffmann Kurt. Und dann... Sehr gut. Lassen Sie nun die Umgebung vom Kommandoturm aus beobachten, indem Sie mit der linken Maustaste auf das kleine Augensymbol drücken. Melden Sie sich zur Wache. Melden Sie sich... Ah, wo's? Hopp! Nein, ist nicht. Dein Mom ist nicht. Da ist der Tim. Leute, die einen Klarnamen in den Chat einschreiben, den kann ich sowieso nicht helfen. Wo haben wir ihn überhaupt? Offizier Kurt Hoffmann kann leider nichts entdecken. Es ist immer noch möglich, dass der Frachter in der Nähe ist, aber außerhalb der derzeitigen Sichtreichweite. Weite ohne Reich. Der Offizier benötigt Unterstützung. Ihre Besatzung besteht aus Offizieren wie Offizier Kurt Hoffmann und natürlich auch aus Matrosen. Offiziere nehmen direkte Befehle von ihnen entgegen und sie haben immer direkte Kontrolle über die Offiziere. Sie finden die Porträts der Offiziere im rechten unteren Teil des Bildschirms. Das folgt aber früher. Matrosen hingegen folgen in der Regel automatisierten Zeitplänen, da sie zu zahlreich sind, um Befehle des Kapitäns einzeln entgegenzunehmen. Sie können aber die Offiziere bei ihren Aufgaben unterstützen. Das ist genau das, was wir jetzt benötigen. Jeder Offizier hat in seinem Porträt links einige Balken. Sie stellen die Anzahl Matrosen dar, die dem Offizier zugeteilt werden können. Verstehe. Klicken Sie bei Offizier Kurt Hoffmann auf den obersten Balken, um ihm so viele Matrosen zuzuweisen, die er verwalten kann. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Support bitte. Mastspitze, Peilung, 300 Mastspitze, Peilung. Müssen wir sofort weiterballern. Ausgezeichnet. Offizier Kurt Hoffmann hat das zweite Frachtschiff mit Hilfe des Matrosen entdeckt. Es fährt unter schwedischer Flagge. Ja, schießt man Engländer zusammen und Schweden zusammen. Alles wird zusammengeschossen. Es fährt unter schwedischer Flagge, aber nach seinem Kurs zu urteilen, ist es möglich, dass es einen feindlichen Hafen ansteuert, der unter unserer Blockade steht. Es könnte auch ein feindliches Schiff sein, das unter falscher Flagge fährt. Das sollten wir überprüfen. Klicken Sie auf den markierten Punkt mit der rechten Maustaste. Das heißt, erst einmal hingefahren. Das war ich noch so ein bisschen... Ich fürchte halt, dass dieses Spiel sein komplettes Potenzial... So. Wo ist jetzt dieser Frachter? Das ist der eine Frachter und wo ist der andere? Muss nur irgendwo ein Rettungsboot sein. Irgendwo muss da ein Rettungsboot sein. Und das kommt mir nicht davon. Ja? Damit das gleich einmal klar ist. Langsame Fahrt voraus. Oh, das wollte ich nicht. Nein, das wollte ich nicht. Müssen wir da nicht wieder tauchen? Eigentlich? Machen wir mal lieber den hier. Machen wir mal den. Bitte nicht tauchen und bleiben Sie an der Oberfläche. Ich fahr doch nicht offen jetzt da zu dem Boot hin. Bist du besoffen? Warte mal. Da, Freilich, da ist er, also da! Da fahren wir schon noch vorbei. Abtauchen, sonst senkst du hier einfach brüllen, das war mein Plan gewesen. Aber ich muss jetzt erst einmal nur ein kleines Fischerboot versenken. Das muss doch da, oder wird das nicht mehr gerendert? Das gibt's ja nicht. Dann fahren wir doch da direkt vorbei. Na? Muss doch, das ist doch da noch. Da waren wir mit 12.
So, und jetzt im 90-Grad-Winkel. Im 90-Grad-Winkel muss hier irgendwo... Da ist! Bitte sagt's mir, dass ihr im Stream gesehen habt, wie die jetzt aus dem Boot rausgefallen sind. Oh, ich hätte jetzt ein paar richtig ekelhaft kreislige Witze, aber... Dann sehen wir uns eine Zeit lang nicht mehr. Kurs setzen. Kurs setzen. So. Oder? Na, müssen wir schnell mal. Fahren wir zum nächsten Frachter. Ich weiß ja nicht, was das Tutorial von mir möchte. Klicke, Bericht wird versendet. Funktelegramm gesendet. Funktelegramm! Die Frage ist, was wir mir jetzt da eigentlich deren. Die mit dem Ding da mit, ich weiß nicht, ich kann mir ja drauf zünden. Oder der mir da was überprüfen. Müssen wir nochmal da ohne fahren. Der wird mir schon sagen. Küstenschiff. Ziel ist zu weit entfernt. 2 Kilometer. Gut, auf dem offenen Meer fühlen sie wahrscheinlich 2 Kilometer auch 8-mal so lang an wie... Wie das wahrscheinlich normal ist. Jetzt tun wir ein bisschen schneller da. Da, hier. Brrrt. Wir sind nah genug herangefahren, um ein Prisenkommando zur Inspektion des Schiffs zu entsenden. Bitte klicken Sie auf die hervorgehobene Schaltfläche, um dies zu veranlassen. Küstenschiff. Klicke zur Interaktion. Was ist denn jetzt? Wird jetzt da ein Dialog? Steffi, bist du noch da? Wir brauchen mal ein kleines Fischerboot, wo lauter komische kleine Menschkerl rausfallen. Die wissen schon, wozu. Das Rettungsboot hatte eine Kanone, ich hab's genau gesehen unter Wasser. Upsi! Prise ist gleich Schiffsbeute, weiß ich aus AC Black Flag. Das weiß ich nicht mehr. Prise? Nein, weiß ich nicht mehr. Danke, Steffi. Schieß aufs Rettungsboot, wenn es zurückschießt, waren sie nicht zivil. Das war eigentlich auch meine Vorgehensweise. Den Tag, den wir halt hier erleben, wo irgendein Nazi-Trottel in seinem U-Boot drin das so förmlich gemacht hat. Das möchte ich auch dabei sein. So, jetzt aber. Sehr gut. Wählen Sie die erste Option, um das Prisenkommando zu entsenden. Frachter. Dieser Frachter ist unbewaffnet, scheint nicht eskortiert zu sein und fährt unter neutraler Flagge. Die Prisenordnung erlaubt es, uns ein Schiff zu versenken, wenn Sie sicher sind, dass es einen feindlichen Hafen ansteuert. Wenn Sie sich nicht sicher sind, sollten Sie möglichst feststellen, was das Schiff transportiert und sein Ziel durch eine Inspektion überprüfen. Wenn Sie jedoch einen begründeten Verdacht haben und sicher sind, dass das Schiff einen feindlichen Hafen ansteuert, können Sie dem Schiff umgehend mitteilen, dass Sie es versenken wollen und den Angriff fortsetzen. Wieso soll Ihnen das vorher nur sagen, dass ich es versenken will? Wieso sollte ich das denn tun? Senden Sie ein Prisenkommando. Das Prisenkommando wird mit hoher Wahrscheinlichkeit feststellen, ob dieses Schiff an feindlichen Kriegsanstrengungen beteiligt ist oder nicht und somit versenkt werden kann. Allerdings bringen Inspektionen auch ein gewisses Risiko mit sich. Wenn Sie möchten, können Sie Ihre Männer bewaffnen, damit sie in der Lage sind, sich zu schützen. Ja, sicher. Ich schicke doch da nicht zur Gaudi da um. Das haben wir beim Warlord, haben wir das schon, Lord of War, Entschuldigung. Haben wir das schon gelernt. Sehr gut! An dieser Stelle können Sie auswählen, welche Offiziere Sie mit der Inspektion beauftragen möchten. Einige Offiziere verfügen über nützliche Fähigkeiten, die Sie berücksichtigen sollten, wenn Sie auf solche Dingsbums entsenden. In diesem Fall handelt es sich um eine Routineinspektion, für die alle Offiziere in Frage kommen. Bitte wählen Sie einen der unterstehenden Slots aus und setzen einen Offizier dort hinein. Da gehen wir mir selber um! Sehr gut! Ihre Männer benötigen Sprengstoff für den Fall, dass Sie das Schiff versenken wollen. Klicken Sie dazu bitte auf den markierten Bereich. Schaut ja aus wie Schutzwesten. Geben wir mal einen Sprengstoff mit. Ich schicke doch nicht meinen Kommandanten da. Dann schicke ich noch 2 Matrosen mit. Dann schicke ich noch einen Horst mit. Der Hirstl, der regelt das schon. Und dann nehmen wir noch mit einen Knott. Na, wenn, dann schicken wir schon alle. Gehen wir doch nicht zu zweit. Oh, wird sogar salutiert in Zeitlupe, ne?
Brisenkommando entsandt. Bitte warten Sie, bis das Brisenkommando am Einsatz eingetroffen ist. Da jetzt ein paar Sekunden. Dann wird ein Bericht kommen, nehme ich mal an. Neuer Befehl. Frachterdeck. Nachdem Sie das Deck erklommen haben, wird Ihre Mannschaft von der Besatzung des Frachtschiffs abweisend empfangen. Der Schwede mag uns wohl nicht. Was wollen Sie? Fragt der Kapitän auf Deutsch, ohne irgendwelche Höflichkeiten auszutauschen. Dies ist ein neutrales Schiff und Sie haben hier nichts zu suchen. Das ist eine coole Mechanik. Dass da jetzt wirklich ein Dialog stattfindet und du da vielleicht so ein bisschen rausfinden kannst, ob sie die verarschen oder nicht. Aber fragen Sie den Kapitän nach den Frachtpapieren. Sie fordern die Frachtdokumente des Kapitäns an, in denen Sie die Ladung eines Schiffes und seines Bestimmungsorts aufgeführt sind. Ein unruhiges Gefühl macht sich in seinem Gesicht breit und er legt die Papiere mit einem leichten Zögern vor. Während Sie den Inhalt sorgfältig prüfen, krampfen sich seine Hände zusammen und lösen sich wieder. Und eine Schweißperle bildet sich auf seiner Stirn. Den Dokumenten zufolge ist das Schiff auf dem Weg nach Hafen von Liverpool, damit in England, und hat Rohstoffe an Bord. Es scheint, dass dieses Schiff mit blockierten alliierten Häfen Handel treibt und sie folglich berechtigt sind, es zu versenken. Tja, was sagt man dazu, Schwedensepp? Hätt's da mal ein bisschen netter gewesen, dann hätte ich die vielleicht vorher nur aussteigen lassen. Was sollen wir als nächstes tun? Wir haben nachgewiesen, dass dieser Frachter in feindliche Kriegsaktivitäten verwickelt ist. Wir können ihn versenken, ohne einen internationalen Zwischenfall zu riskieren. Befehlen Sie die Evakuierung? Kehren Sie zu Ihrem wo soll man die hin? Hä? Und was tut er jetzt? Sie teilen dem Kapitän mit, dass Ihre Befehle Sie dazu verpflichten, diesen Frachter zu versenken und dass er sofort evakuieren muss. Der Kapitän ist nicht glücklich über dieses Vorhaben. Ach was? Na sag einmal. Akzeptiert aber offensichtlich, dass er nichts tun kann, um es zu verhindern. Er gibt Ihnen keine Antwort, sondern beginnt stattdessen seine Mannschaft zusammenzurufen und die Evakuierung des Frachters zu organisieren. Es wäre noch cool, wenn man das singen darf, so. Sie befinden sich auf dem Deck des Frachtschiffs. Gehen Sie in einen Maschinenraum. Kann ich da jetzt selber drin rumgehen? Nein. Da ist der Maschinenraum. Gehen Sie nach draußen, gehen Sie zum Frachtraum, versenken. Warum klauen man? Ja gut, wir haben ein U-Boot. Versenken, ohne Sprengstoff zu benutzen. War das nicht eigentlich viel gescheiter gewesen, dass man da dann jemanden kommen lässt, der die Scheiße mitnimmt? Das hätte wahrscheinlich zu lange gedauert, dann hätte sie nicht rentiert. Versenken, ohne den Sprengstoff zu benutzen. Voraussetzung, Fähigkeit, Bootsingenieur. Kehren Sie zu Ihrem Boot zurück. Ja, dann werden wir wahrscheinlich da wohl Sprengladungen drauf platzieren müssen. Und jetzt? Höllenbruch, Sie sind... Nein, ich mag ja was sagen! Mann, ich säge, ich bin überall sägen! Das ist so die größte Schwachstelle vom Spiel, habe ich das Gefühl. So, dass man nicht... Ich darf jetzt da reinzoomen, dass ich was säge. Das ist aber schnell und... Oh, I have a very, 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 very bad message for you. So, wie geht jetzt das gleich wieder, dass man da was befiehlt? Warte mal. Ah ja, bin ich sie? Wo ist meine Kanone? Tu mir meine Kanone her. Kann ich da vorbeigehen? Wir sollen die da... Jetzt warte mal. Ja. Ja. Nein. Ja. Nach oben. Ja, you know what time it is. Mr. Ravenau! Die habe ich übersehen. Kuss auf die Nuss. Merci dir. Derry Birger, du hast mir einen gefallen. Die meinige ist auf Rea. Kannst mir du die Lisa schicken? Wir zwei feiern die einfach. Danke für die ständig geilen Streams. Liesle! Ich weiß nicht, wer Liesle ist. Ich habe jetzt ein bisschen die Befürchtung, das ist der Tochter. Darum spare ich mir jetzt irgendwelche anstößigen Witzchen. Viel Spaß beim Zuhören. Merci euch. Schöner Gruß, ne? So. Ich muss jetzt ein Rettungsboot. Jeet! Moment. Da. Ja, die haben sie einfach in die Luft abgelöst. Ich hab das Gefühl, dass da nicht da was. Was ist das für Kisten? Kann ich mit der Kisten was tun? Was? Was ist das? Getrocknete Kartoffeln, irgendein paar Sanitäter geschrien, habe ich gerade auf meine eigene Leute geschossen. Oder waren das die Rettungsboot-Leute? Oh. NA1 versenkt. Klicke-Bericht wird gesendet. Feindfahrt ausgeführt. Wunderbar, 2 Tage später. Sammelt man so Loot auf dem U-Boot, dass ich mit meiner 8er Kanone da drauf ballert. Ah, hier Kartoffel!
Freitag, 8. September 1939, Hafen von Wilhelmshaven. Oder haben die Leute im Rettungsboot geschrien? Ich bin Gute Arbeit beim Abschluss der letzten Ausbildungsmission, Kommandant. Ich empfehle Ihnen, Ihre Fähigkeiten weiter zu vertiefen und mit der nächsten Ausbildungsmission zu beginnen. Spätestens. Okay, das gibt's ja nicht. Also jetzt 10 vor 10, das möchtest du eigentlich verarschen. Was ist die nächste Ausbildungsmission? Klicken Sie auf den markierten Hafenoffizier. Es hat doch bloß 3 sichere Missionen gegeben. Ein Auslaufen ist nicht möglich, Sie erhalten vom Hafenoffizier neue Einsatzbefehle. Nein, die Kisten kosten einfach einsammeln lassen. Nur so ein Depp wie du schießt drauf. Ich sehe schon, wir haben die richtige Verbindung. Aber ab jetzt lese ich Chat-Nachrichten von Vollspacken nicht mehr. Und schieße einfach auf alles, was rundum nur fährt. Und alle beantworteten Fragen, die ich stelle, ignoriere ich einfach. Ich bin Ihr Verbindungsoffizier, um die Befehle vom BDU weiterzuleiten. Ja, lass mich raten, sie sind extrem geheim! Sag selber, Hans extrem geheim! Drücken Sie diesen Zweck die markierte Option, um die Ausbildungseinsätze zu öffnen. Aktuelle Einsatzbefehle vom BDU. Streng geheim. Streng geheim. Was haben wir jetzt noch zum tun? Wir haben doch schon alle gemacht. In dieser Ansicht können Sie bla bla bla. Ach du Kacke! Ach du Kacke! Ich hab mich vorher schon gefragt, wieso ist denn eigentlich ein Scrollbalken, der sich nicht bewegt, wenn ich drin umeinander scroll? BDU, Bund Deutscher Uhrensöhne. Du hast 3% vom Tutorial. Das ist, glaube ich, auch so. Das, glaube ich, ist so. Das Spiel das ist schon witzig. Es war damals ein Silent Hunter witzig, wenn ich mir richtig drüber nachdenke. Aber. Jetzt kommt kein Aber, das ist ein schlechtes Spiel. Überhaupt ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass dieses Spiel sein ganzes Potenzial nur dann entfalten kann, wenn du das auf Realismus spielst. Und zwar 100%. Gut, 100 ist vielleicht ein bisschen krass, aber wenn du es halt so realistisch spielst, wie es geht. Anders habe ich so ein bisschen das Gefühl, da ist eine Karten, ich drücke da eine Linie hin, dann fahre ich da hin, schießen, Torpedo wird schon passen. Und wenn es zurückschießen, dann tauche ich davon und fahr weg. Das Spiel hat Tiefgang. Ja, Flo. Aber ich sag das, wie es ist. Da steht jetzt leider Gottes unten, die geschätzte Dauer von dieser Mission ist 25 Minuten. Und ich kann halt leider Gottes nicht so lange überziehen, wie ich das gern wollen würde, weil, wie ich vorher schon verzeiht habe, meine Frau halt von einem 5-tägigen Urlaub daheim heimkommt und die wahrscheinlich vorher gerade heimgekommen ist, währenddessen wir das streamen. Und vielleicht hat da der eine oder andere Verständnis dafür, dass ich dann auf die 25 Minuten Mission kacke. Aber was man noch da erkennen ist, es ärgert mich jetzt, dass wir da mittendrin aufhören müssen. Ich möchte halt wissen, wie so eine Mission ausschaut. Also in Silent Hunter hast du alles noch selber machen müssen. Da kannst du wenigstens delegieren. Ist mir da, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie das in Silent Hunter gelaufen ist. Ich bin 100%ig davon, oder war das Spiel? Nein, war es nicht. Es gibt noch irgendein U-Boot-Spiel, wo man auch seine Mannschaft kommandieren kann. 100%ig, das war nicht das. Da müssen die mir jetzt schon gewaltig täuschen. Zweimal abpumpen. Zweimal klangt da nicht. Der Bobbyfilter, der klangt nicht. Anblasen, ne? Aber weißt du, was wir noch da kannten? Wir kannten natürlich noch ein paar Trailer von letzten Wochenende nachholen. Ich sage mal bis so maximal um 10, Viertel nach 10. Wolfpack gibt's noch. Was meinst du mit Wolfpack gibt's noch? Das Wolfpack war übrigens das Ding und der Kevin Nash in der WCW. Aber das wissen nur Programmer. Kommt das nochmal? Jodelmax, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Für das, dass wir das nochmal spielen, müssen die eigentlich offstream die Tutorials machen. Damit ich mich einigermaßen auskenne. Dann wird es aber schwierig, dass ich keine Missionen spiele und mich dann selber am Spiel abspiele. Weißt du, wie man? Geh weiter, wenn die Frau heimkommt, muss man abtauchen. Ja, ich weiß nicht, was du für alte Scheißhaushut daheim hast, aber da bist du jetzt selber schuld. Da bist du selber schuld. Ja? Ich kann nichts dafür, dass du nicht freust, wenn dein Alte heimkommt. Das ist nicht mein Fehler. Ich hab voll den guten Tipp. Was ist denn mit dir? Ich bin einfach wieder da. Servus, liken nicht vergessen. Laus, Burse!
Liegt Du nicht gottverdammte Irre! Erstens, der Stream ist so gut gegangen. Zweitens, why the fuck are you doing? Ja, von hinten. Lausbruch, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Zu dir sage ich aber auch nichts mehr. Weil ich glaube, du hast nur 5er und 0er auf deiner Tastatur. Ich glaube, was anderes. Rohr 2 gewartet. Ja, mir hätte auch gerne mein Torpedorohr warten lassen, Leute. Ja? Das mehr hätte ich gern warten lassen. Mit dem jetzt da auf alle Fälle keine Mission mehr. Aber es gibt ein kurzes Fazit. Das scheint mir, das ist ja nur die Spitze des Eisbergs, was wir da gesehen haben. Ich bin bloß, die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich meine, natürlich, das ist wahrscheinlich ein sehr komplexes Spiel. Aber wenn ich vorher schon, wenn man denkt, da war der Kommandant einmal kurz dann an diesem komischen Elektrokasten dort und keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich ein Element von 100, die du selber bedienen kannst oder bedienen lassen kannst. Und das Ding ist halt einfach seit 7 oder 8 Jahren in Entwicklung. Was ist aber, es ist nicht. Und ich glaube, die finale Release-Version war letztes Jahr im August oder so. Google mal nach. Wer Bock auf so eine Simulation hat, kann ich schon verstehen, dass man da mehrere 100 Stunden drin versenkt. Kann schon Spaß machen. Gibt's überhaupt keinen Radi nicht. Aber wir haben halt leider Gottes erst die Spitze dieses Eisbergs gesehen. Habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass wir mir 3 Tutorial-Missionen schaffen in den 2 Stunden. Das ist wirklich ein bisschen bitter. Das ist wirklich ein bisschen bitter. Ob wir es nochmal spielen, das kann ich jetzt noch nicht versprechen. Also irgendwann mit Sicherheit. Aber ich muss halt diese Tutorial-Missionen selber durchspielen und mich dann zusammenreißen. Das müsste ich eigentlich nächsten Sonntag tun. Oder nächsten Montag, Nachmittag, unmittelbar vor dem Stream. Dann kenne ich mich vielleicht ein bisschen besser aus und dann können wir mal so eine Mission probieren. Cyberfox! Auch noch zum Schluss, wenn du noch nicht hast, google mal nach Spaceballs 2 Trailer. Habe ich schon gesehen. Und ob das, ich weiß nicht, warum dort Leute alle so hyped drauf sind. Ob ihr irgendein Sequel von einem 30 Jahre alten Film in die letzten 10 Jahren gesehen, der irgendwie gut war? Ich weiß nicht, warum die Leute so ausflippen auf den Spaceballs 2 Trailer. Das verstehe ich nicht so ganz. Und der Lausbur schreibt wieder Holz Mai. Weißt du, was ich dann sage, Herr Lausbur? Einfach Dankeschön. Ist das akzeptabel? Merci dir. Es ist zu viel und du weißt das. Cyberfox ebenfalls merci. Ich mag natürlich da jetzt nicht, aber gut. Der Jason Walker schreibt, scheiße, ich dachte, du bist noch im Urlaub. Nix da. Der Flo hat 100 Stunden versenkt. Möchten Sie das Spiel wirklich beenden? Ja, fürs Erste. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bevor es euch nach dem Gameplay wieder schleicht, ihr verdammten Sauhund, smash den Like-Button. Da haben wir ein gutes Spiel vor uns, das kann man durchaus immer wieder mal einbaggeln. Ob wir mir das nächsten Montag direkt nochmal spielen, kann ich nicht sagen. Das entscheidet der Zukunftsbürger, aber so finde ich es schon mal nicht schlecht. Dafür müsst ihr mir aber natürlich auch mal irgendwie in den Chat hineinschreiben, was ihr davon haltet. Ist das einigermaßen. Mir kommt es halt schon wieder so ein bisschen vor, ist das interessant zum Zuschauen? Oder waren über 1000 Leute herin, weil ich eine Mütze auf habe? Oder waren über 1000 Leute herin, weil ich eine Woche weg war? Oder wie schauen wir aus? Und der fucking Mel Brooks Ü90 ist, kann es sein. Nein, der Mel Brooks ist 99 und wird, glaube ich, in den nächsten paar Wochen 100. Was schon vor nein, mein Halbe ist noch nicht alle. Was gibt's am Mittwoch, schreibt der Sally. Ein Horrorspielchen. Etwas sehr Ungewöhnliches, das haben wir noch nie gemacht. Normalerweise kriege ich keine Horrorspielchen nicht raus. Im Juni, weil es nun mal einfach hell ist, ist wahrscheinlich jetzt noch teilweise ein wenig hell. Ich sehe gerade in dem Anschlecken nicht aussehen. Oder ist teilweise noch hell oder ist gerade wahrscheinlich finster geworden. Da macht Horrorspiele aber keinen so einen richtigen Sinn. Aber am Mittwoch, das hat mir der Foxy geschrieben, glaube ich. Foxy, ja, das war der Foxy, also nicht der Cyberfox, sondern der Foxy. Kommt ein DLC zu Still Wakes the Deep. Und Still Wakes the Deep ist ein Horrorspiel, das wir letzten Oktober gespielt haben. Und am Mittwoch kommt dieser DLC. Und da habe ich mir gedacht, weißt du was, das der wir jetzt einfach mal, ihr schreit das ganze Jahr lang umeinander, Horror Oktober, weißt du was? Dann spielen wir das am Mittwoch. So sieht's aus. Fischerin schreibt, grüß euch, ich bin die Lisa, die Freundin vom Ravenio. Dann war es doch die Freundin, nicht Tochter. Ja gut, dann nehme ich alles wieder zurück. Ravenio, merci dir, schöne Grüße an die Lisa. Lisa, lass dich nicht verarschen. Birger und chill. Ja. Der Gruß kostet mindestens aber einmal Head. Also nicht bei mir.
sondern der Ravinia. Für das hat er 5 Euro ausgegeben. Los. Alles, was von der Lisa noch hörst, ist ich hoffe, jetzt war es jetzt lang noch dabei, dass... Ja, was weiß ich. Kerstin schreibt, Besti war das erste Rettungsboot. Muss immer eine Kleinigkeit, muss ja immer passieren. Was für Trailer wollt ihr jetzt noch anschauen? Das ist eine gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage. Was kann man uns für ein... Ist eigentlich Pflicht. Auch wenn ich ihn schon 2-3 Mal gesehen habe, ist aber völlig wurscht. Ich glaube, den müssen wir uns anschauen. Ja, jeder, der da herin länger als eine gewisse Zeit da ist, weiß, dass ich seit meiner Kindheit, seitdem ich 9 Jahre alt bin, Resident Evil Fan bin. Und natürlich habe ich mich auf Summer Game Fest gefreut. Das war letztes Wochenende im Übrigen. E3 gibt es ja nicht mehr. Das ist so eine Spielemesse, da stehen die ganzen Spielehersteller und Publisher und so weiter neue Spiele vor, die so in der nächsten Zeit kämen und released werden. Und darunter, vielleicht hat er das eine oder andere von euch gar nicht mitgekriegt, deswegen erzähle ich jetzt gar nicht, von was ich Riesenfan bin und sonst irgendeine Scheiße, sondern wir schauen uns jetzt den Trailer an. Ich war nämlich auch überrascht. Sehr sogar. Herr Lausbuhr ganz bestimmt, also nochmal. Lausbuhr, so weit wird es noch kommen. Du gehst da her, wirfst mir einen 50er da rein und sagst dann noch Merci für Annex. Stop it. Wenn's da mir gefällt natürlich, dass dir gefällt, das freut mich sehr. Viel Spaß damit, da braucht sich keiner dafür bedanken. Dankeschön. Ich sag Dankeschön. Und sonst niemand. So, jetzt pass auf. Muss ich aber da schnell, wie tue ich das jetzt, ohne dass ihr das lesen könnt? Vorher, dass man den Titel nicht seht. Probieren wir jetzt schnell. Mehrweg auf für Merci für 75 Monate. Ne? Länger als eine gewisse Zeit dabei, weiß ja nicht. Ja, keiner spoilert hier rein. Mehrweg auf für Merci. Ja, ich drücke jetzt da auf Play und schalte dann erst um in der Hoffnung, es ist dann der Titel vom Video weg und dann schauen wir uns das in Ruhe an. Und vielleicht können wir es auch ein bisschen zlängen. Wobei es nicht recht fett zum Zlängen gibt, finde ich. Aber schauen wir es uns einfach mal an. So, ich drücke jetzt auf Play und dann schalte ich um. Einen Moment bitte. Egal, so schnell könnt ihr nicht lesen. Neues Spiel. Pro-Gamer erkennen an der Engine schon, um was das geht. Grace. Grace. Grace Ashcroft. Yes? Ist halt Englisch, aber My das office. wird's gerade noch verstehen, die 3 Wörter. Coming. Miezi, die schaut ein bisschen aus wie die Sängerin von Linkin Park. Ich versuche nachzumachen, wie ich da gesessen bin, während das habe ich live gesehen. So, bin jetzt so beim Sessel gesessen, so, auch mit dem Hut. It'll be ready in 3. No, 2 days tops. Put a hold on that for now. We found another body. One that exhibits the same pathology as the others we've been investigating. Now I need a good technical analyst on this. Okay. I need your eyes on the crime scene. The Renwood Hotel. I know that's where your mother was murdered. Was war das? Alyssa died 8 years ago. Perhaps it's time for you to face the past. Grace. What is this? Hey! Help! Stay close. Was ist das? Was ist das?
you're the one that I've been searching for. The special one. The chosen one. Miss Ashcroft. Investigating all these strange deaths, huh? We need to keep our voices down. Have you seen the same shit I've seen? Please know that you are my hope. Everyone's gone. Pro-Gamer wissen ab jetzt, was ist. So bin ich da. Gibt noch was? Und dann bin ich da gesessen und ich habe, glaube ich, ins Discord reingeschrieben, so mit Jetzt klopft. Ich glaube, die Frau ist heimgekommen und ich habe das Haustier zugesperrt. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich muss jetzt gehen. Habe ich das Gefühl. Warte mal kurz, ich mach schnell Haustier auf und dann komme ich wieder. Sekunde, bevor ich aufs Maul kriege. Komme ich wieder. Dauert 10 Sekunden. So, wieder da. War kurz Standbild. So, jetzt ist die Regierung heimgekommen. Oh, da habe ich mich sehr gefreut. Ich habe mich sehr gefreut, dass das Ding endlich da ist. Letzte Trailer vom ersten Tag Summer Game Fest und ich habe die ganze Zeit schon so Schnipsel gekommen von der Vampirin, von der Schauspielerin, von der Vampirin von Resident Evil 8 und so. Das war schon cool. War cool, freut mich sehr, dass das Ding endlich da ist. Und anscheinend hat der Bahako auch dann was geschrieben, wo ich eine sehr lange Ansage gemacht habe. Man soll doch nicht so geil auf Trailer sein. Das ist richtig. Im Grunde ist das richtig. Wenn man aber die letzten 7 Jahre Capcom-Releases von Resident Evil betrachtet, haben da nur 10 von 10 Spiele dabei. Nur. Außer das Remake von Resident Evil 3, das war ein bisschen gecuttet und ein bisschen wenig. Dass du dir das echt gemerkt hast, natürlich habe ich mir das gemerkt. Ich habe ja auch einen Roman dazu geschrieben, den schreibe ich ja nicht zur Gaudi, weil du recht hast. Du hast recht damit, wenn du sagst, man soll doch nicht auf Trailer schauen, sagst du dabei. Das ist richtig. Außer man kann ein wenig sein Hirn einschalten dabei. Und es schaut finster aus, es schaut gruselig aus, es ist ein kompletter Reboot anscheinend. Nicht ein ganz kompletter, weil das, was man da, das zerstörte Polizeirevier ist anscheinend ja das aus dem 2er Remake und so weiter. Da bin ich richtig, richtig gespannt drauf. Und selbstverständlich spielen wir das. 27. Februar 2026. So sieht's aus. So. Und jetzt werde ich mir aber auch instant schleichen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Was sagt ihr? Resident Evil 9? Aber ganz ohne Zombies kämen wir nicht aus. Man hat ja Zombies gesehen, bis da am Schluss der Polizistentyp da, der zum Zombie wird und so weiter. Irgendein komisches Viech grabt von der Wind in seinem Gang, aber 27.02., 26. ist ein Freitag, also Freitagsstream, da kannst du Gift draufnehmen, selbstverständlich. Aber sowas von. Schwer Bock drauf. Und was wir uns jetzt aber auch noch schnell anschauen, ist Ill. Das haben nämlich nicht so viele Leute auf. Die meisten da herin wissen gar nicht, was Ill ist. Bin ich mir sicher. Ill habe ich schon, glaube ich, seit über 5 Jahren auf meiner Liste. Wo ich seit 5 Jahren auch die Community rundherum mutmaßt, das schaut so nach Scam aus, das schaut so nach Tech-Demo aus, das schaut, das wird niemals ein Spui und keine Ahnung und so weiter. Ich glaube, wir haben uns da schon mal ganz kurze Trailer-Schnipsel angeschaut davon.
Die sind ganz weird und ganz ohne Zusammenhang und ohne alles. Und da habe ich einer gesagt, ja, irgendwie schaut es komisch aus, aber das war so abgefuckt. Das war so eine abgefuckte Scheiße. Es ist so ekelhaft und so brutal. Mich dar's wundern, wenn das bei uns uncut rauskommt. Also das wird sowieso, das wird zack, ob ich das streamen kann. Das glaube ich, wird das erste Mal wirklich, dass ich einen Stream als ab 18 flaggen muss. Weil, schauen wir uns einfach mal den Trailer an, dann wisst ihr es vielleicht. Achtung. So. Bitte lehnen Sie sich zurück und wie ihr oder viele, die lang genug dabei wissen, ich bin eigentlich Splatter-Fan. Aber das ist schon grenzwertig. Also ich weiß auch nicht so ganz, was es ist. Ist es ein Shooter? Ist es ein Horror-Shooter? Ist es ein Horror-Survival? Ist es sowas wie Resident Evil? Weiß ich nicht. Bin mir auch gar nicht so hundertprozentig sicher, ob ich den Trailer schon gesehen habe oder ob ich den anderen angeschaut habe. Egal. Das scheint in-game zu sein. Also schaut zwar schwer nach Controller-Steuerung aus, aber egal. Aber mit der Bohrinsel hat das nichts zum tun, Mr. Devil Driver. Das sechst jetzt dann gleich. Ich war gar nicht hundertprozentig sicher, ob das der Trailer ist, der da auf das Summer Games gelaufen ist. Egal, schauen wir uns beide an, das war wurscht. Das ist ja ein Gameplay-Trailer, den habe ich selber noch nicht gesehen. Egal, gib mir mal die Tong her. Da weißt du dann gleich mal, was geschlagen hat, wenn das Ding da am Boden liegt. Auf das bin ich gespannt, ob das so genau geht, mit Fingern oben da und die Pistolen so nehmen und nahtlos übernehmen und so und nicht einfach wegbeamen. Da bin ich gespannt. Okay, den Trailer habe ich selber noch nicht gesehen, das war ein Gameplay-Trailer. Das war ein Gameplay-Trailer, den habe ich eigentlich nicht gemeint, dann ist der andere nicht, der kürzere Trailer, der 1,30er-Trailer, tatsächlich. Das ist ein Night Ride, den habe ich selber noch nicht gesehen, lol. Da hat man jetzt aber auch nicht viel gesehen, muss man auch dazu sagen. Aber wir haben einen neuen. Sekunde. Und rein damit. Dauert nicht lang, Minuten 30. Und dann schleichen wir uns! Damit du weißt, von wo sie schmerzt. Dass das irgendwo hergezeigt werden darf, ist...
Und man kann Chernobyl-Babys kicken, das ist das Allerlustigste. Du so, hä? Dazu? Hab ich lachen müssen, tut mir leid. Und das meine ich. Also er ist schon brutal, der ganze Scheiß. Aber ein paar Sachen, das Dismemberment und der ganze Scheiß, dass du einen Arm wegschießen kannst und vor allem der platzt die Kopf und so. Bruder, wenn das bei uns unzensiert rauskommt, verboten glaube ich wird's nicht, aber unzensiert schwierig. Aber wenn das kommt, wir werden alles probieren, was geht. Wir werden alles probieren, was geht. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, es war mir ein Fest. Ich ziehe meinen Hut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Muss ich mir nicht meinen imaginären Hut ausziehen. Meine Damen und Herren, ich muss mir jetzt schleiern, ich muss jetzt die Frau begrüßen und durchspielen, Birge. Wir spielen mal Spiele durch, die gut sind. Wenn das Spiel scheißdreck ist, was ja immer noch passieren kann, ja, dass die vielleicht bloß wegen dem Hype das Spiel machen, das ist eigentlich voll der Rotz. Ich meine, das ist ganz lustig, das Dismemberment und so weiter, das macht schon Spaß, natürlich auch, da brauchen wir nicht schmerzen, aber wenn das der einzige Inhalt des Spiels ist, dann ist nach 3 Stunden die Luft raus. Was sagst du zum 007-Trailer? Auch sehr interessant, den schauen wir uns vielleicht noch am Mittwoch an. Aber ich glaube, dass wir am Mittwoch eher den DLC fertig spielen. Der ist nämlich nicht recht lang, leider Gottes. Aber wir kriegen es schon hin. Schauen wir mal. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist mir ein Fest. Schön, dass ihr alle da seid. Ich bedanke mich ganz, ganz, ganz furchtbar herzlich bei allen, die einen Like-Button smashen. Wer es noch nicht da hat, rein damit. An alle Neuen. Keine Ahnung, lasst du mir ein Abo da. Hat noch nie nicht geschaut. Kuss auf die Nuss. Danke für die ganzen Donations. Danke für die ganzen Resubs. Ich glaube, ein neues Mitglied war halt keins dabei, bin mir nicht sicher. Ist aber vollkommen wurscht. Danke für die ganzen Resubs. Sehen wir uns am Mittwoch. Horrorspiel. Wer das nicht da ist, der ist einmal selber schuld. Das sagt der ich, wie es ist. Und jetzt halt schleichen wir uns davon. Adri, heutzutage Schluss. Jetzt, wenn du, weiß ich nicht, vor einer Minute eingestellt hast, dann sage ich nichts, aber jetzt erkläre ich nicht zum 38. Mal, warum ich heute nicht bis um 3:15 da sitze. Normalerweise ist es nämlich um 10 Uhr. So schaut's aus. So, jetzt schleicht euch davon. Triple F für die Moderatoren. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns am Mittwoch um 20 Uhr. Hauen Sie rein. Danke für alles. Habe! So. Habe ich irgendwas Behindertes zum... Ja. Man muss immer irgendeinen Scheißdreck ab jetzt zu den Kamera halten, bevor wir uns schleiern. Bio-Bantoletten. Tschüss dann. Ja! Jetzt habe ich den Ja-Button nicht getroffen. Nochmal. Bio-Bantoletten. Dankeschön.